19 Uhr! Kennt ihr was? Hallo? 20 Uhr. Ja, ich bin spät, jetzt fast vergessen, dass ich das Mikrofon umschalte. Aber ist ja wurscht. Vor lauter Wuselei kenne ich mich heute gar nicht aus. Das wird jetzt sowieso nichts. Aber gute Nachricht. Geht da was? Das war immer die erste gute Nachricht. War ich zufrieden. War ich zufrieden, wenn was geht. Das wird schon dauern immer so lange. Jawohl, geht was. So, jetzt pass auf, nicht die Mama. Habib! Ich bin's, der Birger, Micker, 20 Uhr. Verfickte Scheiße, bin ich heute gut gelaunt. Heute wird wahrscheinlich so viel, ich werde keine Sekunden aufs Spiel aufpassen. Sagt das, was es ist. Eine unfassbar gute Nachricht, das verzeihe ich euch wahrscheinlich im Laufe des Streams ungefähr 24 Mal. Und überhaupt und sowieso und überhaupt und sowieso. Habe ich die Ehre miteinander, mit dem halt Dino-Park bauen. Ich versuch's zumindest. Beim Allosaurus haben wir stehen bleiben. Hab ich vorhin noch mal nachschauen müssen, wie hat er geheißen? Der Allo 001 hat er geheißen. Ja, mein Board macht halt komische Sachen. Weiß nicht, was da los ist. Der schaut irgendwie aus als ich hab halt fresh gewascht und dann habe ich Masken aufsetzen müssen, 2 Stunden lang, was eher ungewöhnlich ist. Jetzt schaue ich aus wie ein totaler, weiß ich nicht, schaut ein bisschen so aus wie der Board vom, kennt noch jemand wie hat der geheißen? Der Bigfoot-Sepp, wie hat der gleich wieder geheißen? Ich weiß nicht. Der Herr Dampfler raidet einer, grüß Gott beieinander. Herr Löwensepp, habe die Ihre Bürger, es fucking schöner Stream, Nabecker und das WM. Also, das ist ein Thema, das reiht mich gar nicht. Du, Löwensepp, merci für den Euro. Meininger, merci für den Zwickel. Tyrannosaurus Lex. Dass ich diesen nochmal in meinem Leben hören muss, das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. bin mir nicht so unfassbar sicher. Schmiedi! Halt tritt! Das ist mir bis dritter, nicht erster. Schmiedi, merci dir. Habe ich die Ehre miteinander. Was? Stutz doch! Was? Stutz? Was? Wen? Nix stutz mehr. Unkraut abstutzen. Du bist auch abstutzen. Der will nicht so komisch umeinander. Das ist wie, wenn du so eine blöde Länge hast bei den Haaren. Wenn du in der Früh, kennst du das als Kind, habe ich das gehabt, ja? Kürzere Haare, so richtig behindert lang, so richtige Tschernobyl-Haarschnitt. Wenn du so schlafst so, und dann steht da den ganzen Tag da hinten so ein Schiebe weg, kennst du das? Schaust den ganzen Tag aus wie geistig Behinderter? Ich weiß es auch nicht. So ist es halt mit meinem Board. Weiß nicht, was da läuft. Er lässt sich aber auch nicht bändigen. Hallo, Ankündigung! Boah, scheiße, ich hab die Ankündigung vergessen. Scheiße, stimmt, ich hab sogar noch... Ach. Ja, heute geht alles drunter und drüber. Ich hab mein Shell. Ich hab sogar schon geschrieben, aber ich hab nicht auf Senden gedrückt, ich Volldepp. Ah ja, hilft nicht. Drück mal da, ist schon drin. Ist alles wurscht. Ich hab die Ankündigung auf Instagram, Story hab ich auch vergessen. Ist total wurscht, Alter. Total wurscht. So. Was? Ja, Kenny, hab ich heute geholt. Ja, da hast du jetzt so eine Kurzfrisur da und dann steht das halt weg und das kriegst du dann nicht mehr weg. Also wenn das in der Früh passiert, dann ist der Tag gelaufen. Der Tag ist gelaufen. Da hast du hinten den Schiebe, kannst du gleich als Namensschädel aufhängen, so, hello, my name is Spacken. Ja, der hilft nicht. Da schaut sogar, weiß ich nicht, da schaut sogar der Brad Pitt aus wie ein Mongo, wenn das passiert. Und der kriegt's auch nicht hin. Ja, der muss den Tag durchschlafen und steht erst am nächsten wieder auf oder er rasiert sich Glatzen. Anders ist das nicht zu bewältigen. Yo, sorry, erste Streamlabs-Fehlermeldung nach 113 $. So, jetzt da dazu sagen, Alter. Schmiedi, Pusti aufs Nussi. Dankeschön. Streamlabs bringt jetzt sogar noch bei die Donator-Fehlermeldung. Ah, das ist halt einfach, das ist schlecht. Mein Mike, merci übrigens für deinen Euro. Ja, ist richtig, aber Haum hilft, stimmt. Weißt du, wie ich das gelöst habe? Ich glaube, mir hat wirklich 15 oder, ja, sagen wir mal 15, 16, 17 Jahre keiner ohne Cappy kennt. Also ich habe immer eine Cap aufgehabt. Immer. Fucking immer. Ich glaube, es gibt keine und wenn dann nur extremst wenig Videos sowieso nicht, wenn dann nur wirklich mit der abrasierten Fastglatzen, der 3 mm, die 3 mm hauen. Oder mit Kappe Fotos oder Videos. Aus so bis vor 5 Jahren ungefähr. Bis das da alles angefangen hat. Da habe ich mir meine Haare so wachsen lassen und dann waren sie jetzt so, wie es sind und seitdem ist es mir irgendwie wurscht, keine Ahnung. Da müsst ihr mehr schreiben, auch beim Duschen. Ja, ich habe in der Früh Dusche nie. Das hasse ich. Ich bin in der Früh, Alter, da kannst du mich gern haben. In der Früh duschen ist das Letzte. Bock ich nicht. Das muss am Vortag sein. Hilft nicht. Was? Gab's Ärger wegen dem König der Löwen beim BR-Landi? Nein, Herr Heck, hat's nicht gegeben. Aber lustigerweise hat's letzte Woche bei Jurassic World Stress gegeben, wegen dem Intro von Universal. Das haben sie mir geclaimt. Herbert! Chef, Titel und Spur auf Twitch stimmen nicht.
Ja, heute ist... Ich sag's euch gleich, warum ich meine Gedanken halt nicht da habe, wo sie hinkehren. Deswegen wird das wahrscheinlich auch nichts werden. Ich ändere den Titel auf Twitch auch noch schnell. Ich hab gewusst, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich hab mir gegeben, nein, das ist gelungen. Was? Wieso? Da steht doch aber nicht die Mama Squad. Heute wird im Dino-Park weitergewerkelt. Wieso stimmt das nicht? Twitch-Info? Nicht die Mama. Bürger ist live. Oh, Bürger ist live. Machen wir Dino Mania. Also, wir zeigen. Check's nicht. An die Wand! Servus aus dem Burgenland. Merci für dein Zwickel. Bussi aufs Lustig. Mr. Austrian Spider-Man. Merci für dein Drilling. Grüße aus Oberösterreich. Bist der Beste. Hashtag Lieblingsnachbarn ab in den Chat. Grüß nach Oberösterreich. So. Wie schaut jetzt der Twitch-Titel aus? Passt der einigermaßen? Jetzt höre ich mich da wahrscheinlich gleich wieder selber. Nein. Du hast denn der Twitch? Nicht die Mama Squad. Heute wird im Dino-Park weitergemacht. Wird schon passen. Oder passt jetzt? Ich weiß nicht. Müsst ihr mir aktualisieren. Ezio! Du verdammter Hurensohn! Scheibe, merci wieder entwickeln. Na, jetzt passt so, Marc. Wieso bin ich heute ein bisschen lost? Ich bin halt wahrscheinlich ein bisschen lost. Seid ihr, was ist? Ich bin ein bisschen lost, kenne ich mich nicht aus. Sitze ich da und denke so... Ich habe heute Nachmittag einen Termin gehabt. In der Stadthalle. Und die LAN wird zu 99% sicher stattfinden. Voraussichtlich am 10. bis 12. Juni in Landau in der Stadthalle. Was für LAN? Wer nicht weiß, was ein LAN ist, den kann ich nicht, der hat da sowieso nichts verloren. Es ist alles geregelt. Die Halle ist wie fucking gemacht dafür. Stromanschlüsse passen, der Elektriker schon abgesegnet, das kriegen wir locker hin. Wir müssen ein paar Sachen dafür kaufen und so, aber nicht in dem Ausmaß wie vermutet. Hygienekonzept können sie mir leider nicht sagen. Das heißt quasi 2G, 1G, 0G, minus G, gar keine Regeln, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, weil wir nicht wissen, was bis in Juni ist. Ja, das wissen auch sie nicht. Ich gehe schwerstens davon aus. 2G. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der setzt beim Vollbiersquad. Warte! Jetzt alle mal liken, sie fix. Merci für deine 13 Monate, Alter. Welcome to the squad. Still. Oder irgendwie so, keine Ahnung. So, nochmal! Merci dir. Hallo, ich muss fertig schmerzen, das können wir nicht. Wir müssen mit 2 Minuten Dino-Park bauen. Wir werden sowieso wahrscheinlich noch währenddessen labern und dann mittendrin labern und im Spiel wird wieder gar nichts passieren. Ich bin halt ein bisschen neben der Spur, weil mir das wirklich unfassbar gefreut, dass das hier hat. Wir dürfen mal Biertisch aufstellen. Ich weiß, Biertisch haben gerne mal ein bisschen wackelig, aber da stehen 2 Rechner, 2 Monitore drauf. Biertische haben die optimalen Maße mit 2,20 Meter auf 70, dass 2 Leute mehr als genug Platz haben nebeneinander und 2 Biertisch gegenüber 4 Leute drauf sitzen. Damit kriegen wir 162 Leute in diese Halle rein. Und es ist genügend Platz zwischen die Gang und was weiß ich, was alles sehen. Hey Birger, spielst du Icarus auch mal? Swally weiß ich noch nicht. Was jetzt unfassbar wichtig ist, chillen. Ja, abchillen. Freilich ab 10. Juni, weil ich ab 17. Juni Urlaub hätte. I'm sorry. Ganz furchtbar wichtig. Das Allerwichtigste sind die Regeln. Ich kann, weißt, wenn, muss ich einfach immer und immer wieder sagen, wenn Leute da im Stream, dem Idioten aus dem Internet einen 50er hinscheißen, für das, dass kurz einen Namen da dort steht und ich mich kurz aufreg, dann kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass leider und ich glaube, es schaut auch gut aus mit unserer Vermutung, was die Karten kosten wird, so ein Ticket. Zwischen 40 und 60 Euro. Sehr realistisch. Außer es kommt jetzt noch irgendwas mit Veranstalterhaftpflichtkostenhaufen, wo sie nicht ahnen, wie viel das... Und so ein Mist, dann muss ich das halt ein bisschen anpassen. Strom wird nach Verbrauch abgerechnet. Es sind Klos zur Verfügung. Es gibt 2 Problemchen. Wo wollt ihr jetzt darauf hinaus? Du kommst dann nur rein ab 18. Das ist mal das allererste. Wenn du nicht 18 bist, kommst du nicht rein. Aus. Wenn du deinen PC nicht dabei hast, kommst du nicht rein. Aus. Hat einfach den Grund, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn Leute bereit dazu sind, dass da ein 50er oder noch mehr umeinander donaten für im Internet. Mr. Tommy! Just mercy, Alter! T-Rex, Sauropode, just MÖRCY, Olga. Was? T-Rex, Sauropode. Just mercy, Alter. Tommy, merci dir. So, wo waren wir?
Ja, ich möchte halt darauf bestehen, dass halt da wirklich auch Leute kommen mit Gaming-Hintergrund auch und nicht nicht falsch verstehe, aber wenn du nichts mit Gaming zum Tor hast, wenn du nicht gern zockst, wenn du keinen PC hast, dann hast du... Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener, der ist jetzt beim Vollsquad. Ja, wir sind da, welcome to the squad, merci für die Mitgliedschaft, Pussy! Der wird jetzt bitte noch mal was schmatzen! Fix Letten, Alter! Fix Letten! Welcome to the squad, danke dir. So, Anni! Was, es ist nur eins wichtig und zwar hast Anni! Da ist... Anni! Anni Gret! Merci für den Euro. Also, erstens, was tust du da 2 Tage? Im schlimmsten Fall kommst du da hin und fährst wieder heim. Dann ist ein Platz frei, wo ich... Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener, der ist jetzt beim... Was hab ich so? Chief! Welcome to the squad! Merci dir! Chillt jetzt! Ruhe jetzt! Ich darf so gerne was erzählen, es ist 11 nach 8 Uhr, wir haben noch nicht mehr angefangen zum Anfangen. Dass die Halle voll ist. Mit 160 Leuten, plus mich, plus Freunde, plus ein paar Orgas, das haben gar nicht so viel. Und dass da nicht dann auf einmal 100 Platz frei sind. Ja, das ist halt, aber wie soll ich das anders machen, als du kommst mit einem PC, theoretisch kannst du mit deinem PC kommen und gehst wieder heim dann, nimmst den PC wieder mit am ersten Tag. Es war halt dumm. Ja? Versaut allen den Spaß, versaut die ganze Veranstaltung, da werde ich dann schon hoffen drauf, dass, wie soll ich sagen, das keiner tut, weil was soll das? Ja, was gibt's jetzt da sonst noch zum Sagen? Ja, gibt's jetzt zum Sagen. Mit der Netzwerktechnik habe ich auch jemanden, da werde ich mich die nächsten 2 Wochen einmal mal grob unterhalten und dann nochmal im Detail und dann ist alles erledigt. Dann kann ich ungefähr grob sagen, was die ganze Spuse kostet und dann gibt's Tickets und dann, ja, ist das ein Tag, ich muss quasi an meinem Geburtstag dann aufbauen, am 9. Juni und danach ist dann lang. Dann verschiebt sich halt mein Geburtstagswochenurlaubsdings, verschiebt sich halt eins nach hinten, aber das ist mir wurscht und dann passt das ja nicht. Was, das wird da so gezockt? Was wird da so gezockt oder steht das noch nicht? Kerstin? T-Rex, Sauopode T-Rex, Sauopode T-Rex, Sauopode T-Rex, Sauopode T-Rex, Sauopode T-Rex, sorry, I find's geil. Just Mercy Euda. Du bist so kaputt. Domi Mercy. Der Jan Elder schreibt, oder muss ein PC sein? Laptop geht natürlich auch. Laptop oder Rechner und ein Monitor. Nicht 2 Monitore, nicht 3, nicht deine verfickte Kaffeemaschine, nicht dein Toaster, nicht sonst irgendeinen Scheiß. Wir stellen mir 2 Steckdosen pro Platz zur Verfügung. Das klingt für deinen Rechner und deinen Monitor. Ich werde noch schauen, ob ich so Filzunterleger kriege für die Plätze selber. Brauchen wir sowieso für die Biertische unten ohne entweder so Gummimattel. Da habe ich einen Spezi, der da vielleicht was hat. Ansonsten habe ich einen Spezi, der hat was mit Filzmaterialien einfach zum Tor, vielleicht kriegt man da sowas und dann weiß ich geil, weil so ein Biertisch ist halt auch nicht immer perfekt nagelneu und Babyarsch glatt, dass man sich da keinen Schiebling nicht einzieht und nix sehen. Du nimmst ein Mauspad mit, eine Tastatur, eine Maus, ein Headset, dein Monitor, ein PC, Kabel und ein 10 Meter langes Netzwerkkabel, dann sitzt du da hin und dann spielen wir mir. Was gibt's für Spiele? Da haben wir noch nicht so ausgereift, aber alles, was Dedicated Server hat. Wir werden offizielle Server zur Verfügung stellen für bestimmte Spiele. Ich habe zum Beispiel am allermeisten Bock auf DayZ. Ja, wenn ich weiß, da haben 1 oder 2 DayZ-Server am Laufen, wo 64 Leute drauf sind oder vielleicht sogar noch mehr und man ist mit alle im gleichen Raum und so, kann ich mir super geil vorstellen. Wir haben Hell Let Loose, wir haben CSGO, was ist DOD 2? DOD, Day of Defeat 2, nein, was ist ein DOD? DOD war früher Day of Defeat, was war? Es ist Alkoholverbot, genau, das ist mal noch das nächste. Wer nur eine halbe in der Fotzen hat, fliegt sofort aussehen. Dann haben wir auch schon so überlegt, wie machen wir es mit Getränke. Ja, ich werde das mit der örtlichen Brauerei klären. Die verkaufen eine Getränke da und ich hoffe, dass ich dafür die Biertisch kriege. Da brauchen wir ungefähr 50, 40, 50, irgend sowas.
Dann nehmt alle eine landfähigen Spiele mit. Alle, ja. Auch die alten. Warcraft 3, Starcraft 1, 2, hat's zwar einen LAN-Modus, ich weiß es nicht. Call of Duty 4. Alles, was irgendwie geht. Und dann bin ich mir 100% sicher, das ist halt was, das kann ich natürlich nicht offiziell ausrufen, aber früher war das halt so. Dann hat man halt auch Spiele dabei, die man sich von jemandem anderen halt zirkt. Ja, aber das kann ich halt nicht offiziell sagen, ja, nimmt so einen Scheiß mit, was ihr dann da untereinander tät. Ich hoffe, das entwickelt dann auch ein bisschen eine Eigendynamik. Es gibt einen Minecraft-Server, es gibt einen CSGO-Server, eventuell machen wir sogar Turniere. Es gibt einen Landi-Server, alles was Dedicated Server hat. Alkoholverbot auf Lanz ist völlig normal. Ja, das ist keine Ahnung, wer das schon nicht versteht, der braucht eigentlich gar nicht kommen. Den mag ich eigentlich schon gar nicht da haben. Aber es ist, wir haben ja noch nicht zum Saufen, ich möchte da zocken. Ja? Hört halt auf! Nase! T-Rex, wir brauchen mal mehr Horrorspiele. Mir gängen deine Videos aus T-Rex Opode Fui Spaß. Mr. 55 Nase mit Horrorspielen schaut es momentan sehr, sehr eng aus. Mit dem wir heute ein bisschen Dino-Park bauen. Aber jetzt unterhalten wir uns noch kurz. Nur lokale Spieler via Internet. Es gibt kein, ja genau, stimmt, Thema Internet. Es gibt eine Internetleitung, aber bloß eine 100.000er Leitung. Aber völlig Banane, selbst wenn da eine 250er Leitung drin gewesen wäre, das lang nie anständig für 160 Sitzplätze und mehr. Da es werden mehr wie 160 Leute und Rechner, die da angeschlossen sind. Das heißt, der einzige Block, der da Internet hat, also bin ja auf alle Fälle mal ich und mein PC, weil ich eventuell von da streamen möchte, wenn die Lautstärke passt und das nicht krass ist und es überhaupt geht. War ganz lustig, zumindest wenn es bloß eine halbe Stunde ist. Ja, mal durchgehen, mal herzagen, hey, habe ich die Ehre, kann ich meine, was weiß ich. Ansonsten, wie ist da das Netz, das Handynetz? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Da ich selber mein Handy so gut wie nie besitze, nie in Verwendung habe, benutze, wollte ich eigentlich sagen, weiß ich das nicht. Der Bürger mit dem Hugi Wugi war lustig. Weiß nicht, wer der Hugi Wugi ist. Du hättest mich gehabt bis auf alkoholfrei. Ja, aber weiß ich nicht, was möchtest du denn da machen? Du kannst nicht Computer spielen, ohne dass du halbe saufst. Dann darf ich mein Leben mal überdenken. Wenn ich du war. Ganz furchtbar stark sogar. Kann man die Leitung nicht managen und limitieren auf 1 Mbit pro User, aber kannst du, dann kann ich vorher nicht garantieren, ob man da anständig spielen kann. Kann man mit 1 Mbit anständig spielen? Dann sage ich, ja, spielen wir Warzone, wow, wird voll geil, dann hat jeder 1 Mbit und es haut nicht hin und dann sitzt man da und hauen wir uns die Fotzen ans Tisch. So, ein Problem gibt's. Und zwar ein Komfortproblem. Das mit dem Schlafen wird nicht ganz einfach. Es gibt genau 3 Optionen, wo man da schlafen. Nicht mehr und nicht weniger. Mit dem Schlafsack unterm Tisch ist nicht. Warum? Brandgefahr. Verstehe ich ja. Sie mit dem Schlafsack in Starkstromkabel einzulegen, ist so mittelmäßig geil. Ha? Da kannst du ein bisschen, kannst auch, weiß ich nicht, einfach deine 8 halbe am Tag beim PC spielen weiter saufen. Du bist genauso weit, früher oder später. Auto. Hotel, Gaststätte. Da haben wir ein paar da. Mit dem Kopf auf der Tastatur. Im Sitzen. So dumm wie es ist, ja. Der Loch, ich loch jetzt mal, jedem, den ich das erzähle, der locht erstmal. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Früher haben wir auch nicht gefragt, wo wir schlafen. Ist halt so. Und ich glaube, der plausibelste Schlafplatz ist das Auto. Hinten, Rückbänken, umklappt, eingelegt. Ich meine, du sollst da nicht deinen Schönheitsschlaf von 16 Stunden halten, sondern dann schlafst du da mal 50 Stunden und los geht's. Der Pickelwick schreibt, oder gar nicht. Ich glaube nicht, dass 48 Stunden überleben, das wäre nicht hier. Da bist du einmal, sie schreibt, daheim, ich brauche 10 Minuten auf Landau. Wer natürlich sehr in der Nähe ist und plus 20 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde her braucht, der kann natürlich auch heimfahren. Wir haben rund um die Uhr einen Security da, mindestens einen Sidecheck. Wir waren jetzt mit einer NES N24-Ecke. Brauchst nur Strom und kein LAN. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich mit Leuten reden, da ich selber sowas nicht zur Verfügung stellen kann. Weder eine Couch, noch ein Fernseher, noch Konsolen, noch Spiele. Kann ich das noch nicht sagen, da werde ich mich aber dann mit den Leuten drüber unterhalten, die ein Ticket haben. Wenn da einer dabei ist, der sowas zur Verfügung stellen kann, dann können wir uns da mal unterhalten. Hirschi, der was geht's? Bin gerade erst gekommen. Es geht um die LAN-Party, um die wir schon einmal geredet haben, Herr Hirschi, wo ich heute einen Termin hatte und mir gesagt wurde, ja, alles geht klar, Alter. Und es schaut sehr gut aus, da passt alles. Mit der Papiertisch und so weiter, da fangen jetzt nicht noch mehr oder los zurücklaufen. Darf man seinen eigenen Stuhl mitnehmen? Nein.
Wir hätten eine Xbox 360 mit Haufen Spiele. Mein Mann meinte, die würde er zur Verfügung stellen. Kerstin, wie gesagt, 162 Tickets. Ich werde da vorher nichts versprechen. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Wer ein Ticket kriegt, kriegt eins, wer nicht, nicht. Ich werde die erste Ankündigung gibt es im Discord. Da sitzt der für mich härteste Kern der Community drin. Wer es da mitkriegt, kriegt es als erster mit. Am selben Tag werde ich das im Stream erzählen, wo es die Tickets gibt und wie du einen Platz kaufen kannst. Platz holen kannst. Kaufen hört sich so schon wieder nach so geiler Wichser an, aber ich manke das schon so hin, dass da nicht der Teufel übrig bleibt. Ein bisschen ein Polster nach oben brauche ich, weil wir müssen beim Stromverbrauch schätzen und der kann natürlich völlig daneben liegen. Kann, muss nicht. Bürger kurbelt die Wirtschaft im doppelten Sinne in Landau an. Stadtwerke aus Bzzt. Ich werde auch nicht unterteilen mit irgendwelchen Mitglieder kriegen es zuerst mit oder sonst irgendwas. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn ich anfange mit du und du und du und dann kommt ja jeder und dann ist der eine Hälfte wieder beleidigt, warum sagst du mir nichts da. Ich werde auch keinen bevorzugen, keinen von den Mods, keinen von niemanden. Es gibt wahrscheinlich 2, 3 Orga-Leute wie der Systemadmin, der Elektriker und der glaube ich kommt selber nicht einmal auf die LAN und so weiter, die kriegen einen festen Platz bei mir hinten, plus meine Freunde, der Rest ist offen. Der Erste, der den Platz hat, kriegt ihn. Es gibt einen Platz pro Bestellung, leider gibt es bei dem System, das ich da habe, keine Gruppen, ja, wenn du dein ganzes Team hast. Es ist ein bisschen dumm, ich hoffe, vielleicht finde ich noch was anderes, dass wenn ihr euch als Gruppen anmeldet, dass man gleich eine ganze Reihe machen kann. Wolfi! Steht ein kleiner Besoffener, der ist Bein voll wie Scott. Wolfi! Nein, Mr. Wolfi, sag ich schon. Wolf! Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. Einer schreibt schon, was ist ein LAN? Es gibt jetzt genau eine Generation, die weiß, was ein LAN ist und die war schon mehr auf einer LAN. Dann gibt es eine Generation drüber, die ist älter wie ich. Und dann gibt es eine Generation, die ist weit jünger wie ich. Beide wissen nicht, was eine LAN-Party ist. Wie zum Beispiel der Hubert. Was ist deine LAN-Party? Da kommt ja jeder, nimmt seinen PC mit, dann steckt man unsere Netzwerkkabel in den Kasten ein und spielen wir miteinander. Ganz ohne Internet, ob du das glaubst oder nicht. Also es wird da kein Internet geben für die Rechner. Ihr könnt euch natürlich mit eurem Handy einen Mobile-Hotspot machen oder was weiß ich. Das ist mir dann wurscht. Und ja, aber mein Handy hat keine Lampe. Wann soll das Ganze steigen? Geplant, also es ist noch nicht fest, ich habe noch nicht unterschrieben, weil ich auch noch nicht genau gewusst habe, ob das eine Wochenende oder das andere. Aber ganz relativ sicher von 10. Juni bis 12. Juni. Auf der Bierbing steht ein kleiner Besoffener, der ist jetzt Bein voll wie Scott. Rufus, merci dir, Bussi aufs Nussi. Der Schmiedi vermisst die Böbeltrete! Ja, ich hab's immer noch nicht ausgezwirbelt da. Ich weiß nicht, die ist in der Sommerpause festgerost. Muss ich mir vielleicht einmal einen Ei kaufen. So. Der aus Österreich, aus dem Mostviertel, Home of the Counter-Strike LAN-Partys. Counter-Strike werden wir auch spielen. Ich sag das aber ganz ehrlich, ich möchte da auch was davon haben. Deswegen hoffe ich halt sehr stark auf Community, dass man sich da zusammenreißt. Wer passt auf PCs auf dabei? War vorher eine Frage. Es gibt einen Eingang. Da kommst du nur eine, wenn du dein Festival-Armbandel sprichwörtlich hast. Ja? Anders kommst du da nicht eine und nicht mehr aus eigentlich. Auf der Bierbing steht ein kleiner Besoffener, der ist jetzt Bein voll wie Scott. Hirschi, Bussi aufs Nussi, vielen herzlichen Dank. So, jetzt Ruhe. Alerts machen wir jetzt einmal aus. Ich bin genau dazwischen, ich kenne das schon, hat es schon gegeben, da war ich aber noch zu jung, Anfang der 2000er. Ja, aber das ist halt der Plan. Diablo 1 war unser Landspiel und Command & Conquer Generals. Gute alte Zeiten. Ja, bei uns auch. Nehmt Diablo 2 mit. Warcraft 3 mit. Starcraft 1 und 2 mit. Alles, was irgendwie landfähig ist. Ich hoffe, dass das eine eigene Dynamik dann entwickelt. Leute reden untereinander. Es wird einfach ein Festival von Gleichgesinnten. Ich möchte es gar nicht so gut. Das ist halt unweigerlich so ein bisschen dumm natürlich, dass da früh halt auch wegen mir kommen, aber ich möchte halt auch was davon haben. Ja? Ich mag da nicht dass die Ausstellnutte sein, sondern ich mag da auch da sitzen und zocken und auf einer LAN und mich mit Leuten unterhalten, die über das Gaming schmatzen, über lauter Gleichgesinnte halt. Ja? Das war halt geil. Und wenn das funktioniert, und das haben wir die Leute von der Stadthalle gesagt, dann können wir das jedes Jahr machen.
Da habe ich Bock drauf. Habe ich Bock drauf. Was mich jetzt interessieren wird, so wie wir jetzt da sind, und dann fangen wir irgendwann langsam mal das Spiel an. Mr. Mesh! Sehr fix liest meine Frage. Machst du dann eine Sperrstunde oder geht das 48 Stunden durch? Das geht 48 Stunden durch. Wir haben immer einen Security am Eingang, der vielleicht alle Stunden mal kurz rundum geht und schaut, dass alles passt. Ja, keiner unterm Tisch schläft, nicht irgendjemand sagt, was weiß denn ich, was alles passieren kann, seit Dringer unter den Tisch einstellt, damit es umkippt und das Zeug kaputt geht. Dann geht er da mit seinem Kontrollgang durch und dann geht er wieder 4. Ja, da ist immer jemand da. Immer. Und von 160 Leuten, die haben ja auch nicht alle blind, ja, ist auch immer jemand da. Und wenn da irgendjemand umeinander cast, ohne Bantel, dann soll er mal sagen. Oder irgendjemandem sagen, der da ist. Hey, Security, raus mit dem Typen. Was soll die Scheiße eigentlich? Das ist wichtig. Das ist unfassbar wichtig. Ja. Wenn das, ganz ehrlich, wenn da nur Scheiße dabei rauskommt, dann passiert das halt genau einmal und dann nie wieder. Habe ich die auch keinen Bock nicht. Und ja. Was ist mit Handpanzerfahren auf der LAN? Ja, nein, frag für einen Freund. Du, die Veranstaltung ist ab 18, was du da drin tust, ist mir scheißegal, wenn's das. Siedler 2 mit 2 Mäusen und einem PC für Multiplayer. Ja, kennt's auch mal, das ist doch mir wurscht. So, was wollt ihr jetzt? Irgendwas wollt ihr jetzt. Irgendwas wollt ihr noch. Ich wollte gerade noch was verzeihen, aber ich weiß nicht mehr was. Patrick! Mühlenauer! Vergeht's gut! Warte, ich schalte einen Ton noch mehr. Ich weiß, dass du bist. Dieses Bein voll wie Squad. Merci dir, welcome to the squad. Frau Freund schreibt, du warst beim Erklären, dass es nur einen Eingang gibt und wie das Zeug nicht geklaut wird. Ja, wie das Zeug nicht geklaut wird. Da kommt keiner rein, außer die Leute, die auf der LAN da sind. Und wenn da jemand kommt, der das Zeug klaut, was soll's da machen? Dann nimmt einen Rechner, steckt ihn ab, da sind maximal 3 Kabel drauf, 4 ein Stromkabel, ein Monitorkabel, eine Maus und eine Tastatur und nimmt ihn mit ins Auto. Der ist aufgebaut auf 1 Minute und abgebaut auf 1 Minute. Wir stellen euch 2 Buchsen, bin ich behindert, Steckdosen zur Verfügung, jedem Platz 2. Die kaufe ich, ihr braucht keine, wie soll ich sagen, Verlängerungen und so weiter mitnehmen. Die stellen wir mir zur Verfügung. Ihr braucht nur 10 Meter langes Netzwerkkabel noch. Das ist alles. Und einen PC natürlich. An Sunny brauchen wir keinen, habe ich extra nachgefragt. Und ja. Ich war noch nie auf einer LAN, wo was geklaut wurde. Genau. Genauso sehe ich das auch. Das ist kein Humpty-Dumpty-Festel. Deswegen ist das Ding auch ab 18. Wenn es nach mir geht, da ist sogar ab 25 nachher, weil ich keinen Bock habe, da irgendwelche, ganz ehrlich, für mich sind 18-jährige Kinder. Das ist halt so, ich bin halt doppelt so alt, mehr als doppelt so alt. Und da muss ich sagen, ich habe keinen Bock, dass ich da irgendwelche 18-jährigen Fangirls umeinander drehen sehe, die dann einen Schlaganfall kriegen, wenn sie mich sehen. Ich möchte einfach meine Ruhe haben. Ich möchte zocken! Der Nubius! Christi Birger, saugeil, dass es mit deiner Leine ausgeht. Was machen wir, wenn einer cheatet? Darf man den dann seinem Klump aus dem Fenster werfen und mit der Scheißausbürsten aussehen? Scheißausbürsten, die sparen wir uns, aber das werde ich sehr klar ansagen, dass wenn wir das früher gemacht haben, dann packe ich höchstpersönlich deinen PC und schmeißen vor dir. Und wenn du dann sagst, du kannst zahlen, dann sage ich, ja, da, und schmeiß da hin. Den zahl ich da. Maul halten, abhauen. So. 21 plus geht eigentlich auch schon. Oh, ja, 21 plus geht auch. Das stimmt. Das stimmt. Eigentlich müsste es eine Ü30-Party sein. Ne? Eigentlich. Aber gut. Oder das mit den eigenen Stühlen war schon eine Sache, weil sonst kannst du den Orthopäden auch gleich mitbestellen. Ja, ich kann aber nicht an jeden seinen scheiß Stuhl einziehen lassen. Dann hat wieder einer irgendwelche abgefuckten Metallrollen und was weiß ich, macht den Boden kaputt und ich bin schuld. Nein, geht einfach nicht. Geht nicht. Geht nicht. Das sind ganz normale, wie soll ich sagen, das sind so stoffbezogene Metallstühle. Die bequemsten der ganzen Welt sind es nicht, aber sie sind in der Lehne gepolstert, am Arsch polstert. Sie sind genau 45 bis 50 cm hoch, passt also genau am Biertisch hin. Und, ja, so hat nix fein. Nimm da einen Sitzring mit und Maul. Jason! Genau das wollte ich hören. Also ich nehme meinen Stuhl natürlich schon mit. Das ist aber halt auch das Veranstalterprivileg. So, jetzt spielen wir! Weißt du, was ich da so? Jetzt schauen wir mal, was der Dinosaurier so treibt. Hä? So hat man langsam mal kommen und sich danach noch mal ein bisschen unterhalten. Ich bin halt einfach durch das sehr durch den Wind, weil mir das unfassbar gefreut. Das ist wirklich,
Ich habe so viel Angst gehabt, dass wieder irgendein Scheiß kommt, da wo du sagst, ja, Alter, da kann keiner da zahlen. Kannst du schon vergessen, das scheiß Ticket kostet 150 Euro, das ist völliger Irrsinn. Wahrscheinlich daten es die Leute zahlen. Aber ich gesagt, na, aus, das wird mir bloß wieder klein. So, bevor wir jetzt aber anfangen, eins möchte ich noch schnell machen. Eins möchte ich einfach nur, weil es mich interessiert. Ich meine, wir reden da von 162 Leute, passen voraussichtlich eine. Und die zusammenkriegen, das ist nicht wenig. Vor allem, weil halt, du brauchst einen PC oder einen Laptop. Du sollst jetzt was mit Gaming zum tun haben, weil sonst garantiere ich dir, hast du 2 Tage keinen Spaß. Ich werde mich da nicht stundenlang mit jedem unterhalten können. Ich werde schon ab und zu mit zum Rauchen und Dampfen ausgehen und so weiter. Aber jetzt mache ich mal kurz auf YouTube eine Umfrage im Chat. Wer da käme da mit seinem Zeug unter dem Deckmantel, das Ticket kostet ungefähr 40 bis 60 Euro. Kann sich noch ändern, ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht fertig gerechnet. Und ja, kommst du auf... Nein, natürlich kann ich mich auf die Umfrage auch nicht verzichten lassen. Mit allem drum... Was habe ich jetzt gesagt? Kommst du auf die Land mit allem drum und dran? Ja, nein, fragt deine Community. Andere schwämmen mir, sagt mir, wenn ich sag! So, Umfrage ist in YouTube drin. Kannst du Ja oder Nein klicken? Klicken tut gar keiner. Ah ja, okay. Kriege ich da Stimmen? Was? 80 Stimmen, 66% Ja. Dann haben wir schon einmal ein Drittel voll. Schrö! Wenn du sagst, dass 18-jährige Kinder sind, dann fühle ich mich mit meinen 24 direkt alt. Du bist auf alle Fälle 6 Jahre, mit denen 6 Jahre Unterschied weit weiter als die meisten 18-Jährigen. Foxel! Mehr Dino, mehr gut und natürlich komme ich mit. Ja, gut, bei dir frage ich nicht und bei deiner Frau frage ich auch nicht. So, wenn ihr nicht kennt, dann bin ich sogar beleidigt, sagen wir es so. 189 Stimmen, 50%, 200 mit Ja. Das heißt, wir haben schon über 100 leider Leute da auf YouTube. Es haben bei weitem nicht so viele Zuschauer da, wie das sonst der Fall ist. Kriegen wir vorher. Der Billinger schreibt, also ich da schon gekommen, bin aber leider 2 Jahre zu jung. Ja, das ist was, so leid es mir tut, da muss ich leider Gottes knallhart sein und sagen, nein, da gibt es ja keine Ausnahmen, da gibt es kein Gebettel, da gibt es keine Elternaufsicht, was sollen sie die 48 Stunden neben die hier sitzen. Da werden einfach auch unter anderem erstens Spiele ab 18 gespielt und ich mag nicht für irgendwelche Kinder verantwortlich sein und Jugendliche verantwortlich sein. Da habe ich Besseres zu tun, ich möchte nämlich auch was davon. Was, ich melde jetzt die Umfrage, warum? Warum meldet denn der Herr Dominik Wimmer die Umfrage? Ich verstehe die Frage nicht. Pass mir auf. Haben wir schon Barry. Da kriegen wir die Leute zusammen. So. Jetzt den Sound im Hintergrund. Da hört man vielleicht einmal... Ja, mei, vielleicht ist es nochmal und wenn nicht, ist es halt blöd gelaufen. Fertig, das verstehe ich schon auch. Da, ein vernünftiger 16-Jähriger. Glaubst du das eh nicht? Zuerst Bürger würde sogar aus Oberösterreich kommen, nur mit dir zum Zocken. Ja, das ist in Ordnung. Ich hoffe, dass ein paar Österreicher kommen. Wenn ich schon nicht nach Österreich komme, dann kennt ihr gefälligst um. Ich hätte halt gern viel mehr Platz. Viel mehr. Anfangs war ja mal die Rede von 250. Jetzt kann man mal spielen. Kann man auch mal. Sollen wir uns mal das anschauen, was so los ist. Blöd, weil es ohne Playstation ist. Ja, es hilft mir halt nichts, wenn du mit deiner Playstation kommst, kannst du halt mit den PCs nicht zusammenspielen. Das ist halt der Sinn einer LAN-Party. Das hilft nichts. Da werden eher schauen, da wirst eher schauen müssen, dass das wieder alle los wirst. Ja, ich fürchte auch. Du hast aber vorher gelogen, schaust aus wie 28. Was? Ich bin 26 plus, hallo? Wenn es nichts zum Saufen gibt, ja Rambo, dann kann ich auch nicht helfen. Wenn du auf ein Land zum Saufen fährst, dann... Schweine! Ganz ehrlich, also die Leute, die wirklich ein Problem haben, dass wir da nicht saufen, ich möchte die gar nicht da haben. Nochmal, bin ich so, das meine ich ja ernst, ich mag euch gar nicht da haben. Was soll das? Was zur Hölle soll das? Saufen gut und schön, aber nicht auf einer Landparty. So, jetzt drücken wir erstmal auf Pause. Spiel pausiert. Wo haben wir stehen geblieben, Alter? Medizinischer Scan erforderlich. Al 001 hat ein nicht diagnostiziertes Leiden. Ja, also am besten der man die Meldung wieder weg, wenn ich pausiere, damit ich es weniger lesen kann. Spur ist ein bisschen laut. Ist jetzt auch immer noch laut? Wie ist das? Das war ein Dino-Schrei. Das ist in Ordnung so? Glaubst du in Ordnung, oder?
Also, würde ich schon sagen. Sagt ihr, wie ist der Sound? Wird schon passen. Passt! Ziegen fressen, passt! So, auf alle Fälle hat dieser Dude, der Dude, hat offensichtlich irgendein nicht diagnostiziertes Leiden. Ich weiß nicht so recht, was man da dann tun muss. Wir haben ja doch da so Ranger gehabt. So ein Ranger, also wer nicht weiß, was wir überhaupt spielen, der schaut sich erst einmal den Stream von letzter Woche und wir bauen einen Dino-Pack. Und ich glaube, das war dieses Ranger-Team und denen können wir so eine Aufgabe hinzufügen, oder? Denen können wir sagen, hey, schau mal, Zuweisung aufheben. Oder wir hauen das hin. Statusprüfung. Ah ja, und dann fahren die da quasi los. Machen wir ein bisschen schneller. Und sorge dafür, dass Allosaurus einen Komfort von 80% hat, baue dieses betriebsbereite Gebäude paläomedizinische Anlage. Ah, mit denen werde ich wahrscheinlich den Status dann prüfen können, nehme ich an. Ja, dann machen wir es wieder so. Das ist ja mir wurscht. Strom, nein, nicht Strom, Wohnung, Gebäude. Unterstütze Palomedi, blub, irgendwas. Haben wir das Ding nicht schon? Nein, Alter, das ist voll riesig, das haben wir noch nicht. Alter, was soll man das hier bauen? Bauen wir da oben. Ah! Der Dino schon wieder leidet. Ah! Der greift bei den Ranger! Der ist voll wütend! Was tut denn? Das ist ja aufhören! Besser Dino. Wo tut man gleich wieder Y und X tut man dran? Wo ist denn da der Eingang? Da. Bauen wir es doch mal so her, dass die da 4 fahren können. Ah, ist schon laut. Jetzt geht der Schnee ein wenig. Wie ist die laut? Ich glaube, es ist. Mr. Pitbullix, Birger, was ist mit dem Essen? Muss ich mich mit dem Grill hinstellen? Nein, musst du nicht. Also, du kannst das gerne machen. Du darfst doch gerne auch dein Fleisch verkaufen. Das muss man halt vorher sagen. Da habe ich kein Problem. Sehr laut, viel zu leise. Leck, der Schneesturm ist laut. Der ist ultra laut. Der ist auch in meine Ohren schon so laut, dass ich nichts höre. Ich werde aber wahrscheinlich eher der Gastronomie in Landau da etwas Gutes tun, die wahrscheinlich jetzt im Winter so herbeidelt, während das Ganze aus ist. Und frag da an jeden, wo jeder an einem anderen Tag seinen Stand da herbringt, Pizzastückel, alles, was man halt irgendwie ohne Besteck essen kann. Leberkäse-Semen warten geil, ein Weißwurstfrühstück war geil und so weiter. So. Gesamtlautstärke machen wir generell ein bisschen weniger. Musiklautstärke, Soundeffekt-Lautstärke machen wir auch mehr 65, aber Sprache machen wir aber laut, damit wir sauber was verstehen. So. Besser? Ist das besser oder. Heißt mal wie. Landi ist aus, oder? Landi hat ausgesagt jetzt. Kastriert halt, weißt du, halt kein Dino, kriegst du so nicht. Wann war jetzt denn nochmal? 10. bis 12. Juni. Ist aber noch nicht fest, nochmal, aber sehr wahrscheinlich ist es da. So, einen Weg brauchen wir, das müssen wir anschließen, das drum heißt es. Wo waren Wege? Weiß ich wieder nicht auswendig. Ich habe wieder keine Minuten nicht gespielt auf Stream. Wollte ich eigentlich machen, da müssen wir ein bisschen vorwärts kommen, aber hilft da einen Wege. So, wo kann man das jetzt anschließen? Da kann man es anschließen. Passt, schaut gut aus. Und da versperrt durch Palo bla irgendwas Anlage. Was kann man da jetzt? Da mobile Veterinäreinheit. Die tust du mal sauber her. Haben wir eine? Oh, das schaut aus wie ein SWAT-Bus, das Ding. Schaut aus wie ein SWAT-Sanker. Hashtag SWAT-Sanker! Und ihm kann ich jetzt quasi eine Aufgabe hinzufügen, nämlich diagnostiziere ich da. Kann man ihm das nicht sagen, dass er das automatisch tut? Also ich weiß es auch nicht. Ich bin noch ein bisschen laut. Der Schneesturm ist vorbei, jetzt höre ich gar nichts mehr. Hört ihr noch irgendwas? Ich höre nichts mehr. Und der Allosaurus braucht. Was haben wir da überhaupt? Allosaurus, was hat denn eigentlich das dann für Saurier da? Das weiß ich gar nicht mehr. Nein, du sollst da rumfahren, du Trottel. Oder jetzt erst zu ihm hin. Nein, sollst nicht! Fahr halt einfach nur. Ah! Aufgaben hinzufügen. Zu ihm sollst du fahren. Lösch das. Und jetzt fährst du zu ihm um mich. So, und mach bitte das. Ja, das ist der beste Platz zum Umdrehen, auf alle Fälle. Das ist auf alle Fälle der beste Platz zum Umdrehen. Einfach einmal mitten im Deal stehen bleiben, da passiert nichts. Du, da ist ja noch nie ein Dinosaurier-Ausbruch in fucking Jurassic Park. Was tut denn hier? Scheiß dir. Schaut ein bisschen aus, als der gerade hergenädelt. Schau, da hat er einen richtig sauberen Gnädel hingepflanzt. Ich muss am Spiel übrigens eine Schwäche ankreiden, die manchmal schauen alle gleich aus. Sollen das Besucher sein? Du weißt nicht, was zur Hölle schauen die? Wo deuten der hin? Wo deuten der da hin im Himmel um? Da ist kein einziger Dinosaurier nicht. Bist du blind? Nein, ich weiß jetzt auch nicht. So, der hat einen gebrochenen Haxen. Okay. Aber er braucht jetzt Komfort. Das ist irgendwie so gegangen. Was braucht er so? Komfort ist da herum. Na Gott, der randaliert schon wieder! Ich muss ja schon wieder Helikopter fliegen. Drücke dann auf Pause. Mann, Birger, du.
Ich habe ihm beim Randalieren sogar noch zugeschaut. Was haben wir da? Ankunftsort, betriebsbereit, was ist denn? Nein, brauche ich. Oder was brauche ich? Brauche ich das? Einfangteam. Direkte Steuerung. Los geht's. Müssen wir wieder im Popo einstellen. Der hat einen Bruchhaxen, kann ich nichts machen. Warte mal. Jetzt warte mal, da bauen wir mir direkt, da können wir einfach, der bricht nicht aus. Warum bricht denn der nicht aus? Der besoffen. Aufgabe hinzufügen. Und dann, glaube ich, hat das Ranger-Team das wieder gerichtet. Gell? Noch ein bisschen schneller da. Der kann ja nicht hatschen, der hat einen kaputten Haxen. Wir kommen den jetzt, der hat einen da, Reparatur. Verletzt. Großer Bruch. Das ist aber nix. Das ist nix, Mr. Dinosaurier. Drücken wir mal da auf Pause, damit nichts passiert. Wie behandelt man das? Großer Bruch. Große Verletzung. Ursache Angriff auf Zäune. Da bist du selber schuld, du Trottel! Ohne Behandlung können Saurier mit dieser Verletzung sich nur unter Schmerzen fortbewegen. Zustellen an Anlage, Betäubung und Transport zu einer palomedizinischen... Das heißt, wir müssen ihn betäuben und dann quasi ausfliegen und ihn zum Doktor fliegen, quasi. Warum kommt der Doktor nicht einfach zu ihm? Verstehe ich schon wieder nicht. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal um den Komfort. Wir brauchen Umgebung anpassen. Wir brauchen einen Wald. Einen Wald, den soll der kriegen. Achtung! Der Allosaurier. Der Wald, den mag er. Da, 100% Wald. Was haben wir noch? Beute, ein Gas und ein Wasser braucht er. Das kriegt er. Oh, ein bisschen kleiner. So, ja. Wasser. Wasser ist da. Hallo Sepp. Wasser ist da. Tu dich nicht runter. Schau hin. Schaut ein bisschen schwammig aus, weil diese blaue Markierung drüber ist, aber das ist in Ordnung. Das ist immer das Schönste, ja? Diese Sachen da gestalten und so. Das ist zauberhaft. Und Beute braucht man auch noch. Was frisst das Ding so? Lebendbeute-Futterstation. Wie man das hier. Die der man auch so an den Rand aussehen. Damit man da sauber. Gebäudeeinschränkungen, warum? Dann lassen wir es da rausfahren. So. Damit sie der Alu-Sepp. Was haben wir noch? Bestand. Was ist denn Bestand? Also ich weiß, was Bestand heißt, aber was bedeutet's? Wahrscheinlich, dass er gerne einen Gefährten hätte oder so. Was haben wir da? Notfallgenerator. Was haben wir da? Ja gut, da ist halt der Zaun hin. Na gut. Scheibe! Mir ist wieder ein Zwickel! Support your local Gastronomie wegen Pandemie. Genau um das geht's bei der Land. Dann auch. Das ist auch nicht die Welt, ja, das ist mir schon klar, aber wenn da 100 Leute sich Leberkassemien und Pizzastickel kaufen und so, das ist auch ein wenig was, da gefreuen sie sich. Ich verlange da auch keine Standgebühr bei die örtlichen Gastro-Leuten und dann ist das gut. Galaxy Gamer, welcome to the squad. Und Mr. Rufus wird noch die Land zufällig per Livestream übertragen, das wird der Fett sein, dann hätten die nicht mitkennen, auch einen Spaß. Mr. Rufus, der Plan ist ja. Deswegen bin ich ja der Einzige, der Internet hat dann auf der LAN. 100k-Leitung soll ja gelangen für den Stream. Ich habe auch lang genug mit 100k gestreamt. Die Frage ist halt bloß, wie laut das da drin ist. Ja, ob das dann vom Sound passt. Und ich mag halt da auch nicht einen Affenmann spielen, Ewigkeiten. Weil was soll ich denn da groß streamen? Ihr könnt mir beim Spielen zuschauen. Ich kann nicht einmal rundum da und so weiter und das war's dann. Da wäre man nicht recht viel, wie soll ich sagen. Ich kann natürlich einen Stream einfach laufen lassen mit der Kamera und Kamera in die Leute dran. Aber ob es da recht viel Spaß beim Zuschauen hat, weiß ich noch nicht. Das überlegen wir uns was. So, jetzt halt. War es einmal nicht schlecht, wenn die Ranger-Seppen waren. Ranger-Seppen, da sind's. Obacht, der frisst euch wieder. Sagt euch, wieso? Da läuft schon wieder Gas umeinander. Was mit ihm? Nein, nicht aussehen! Schau, was tut. Du, das Gas, Junge. Wo ist denn Gas? Wo ist die Gas? Oh, ihr fangt die Gas. Oh! Totbeideln! Das ist richtig gut animiert. Da kannst du sagen, was du magst für ein Aufbaustrategiespiel, wo du eigentlich nur aus der Vogelperspektive siehst. Das ist richtig gut animiert. Das gefällt mir richtig gut. Mission erfüllt muss jemand übrigens. Neues ein Problem angehen. Stellen wir einige Wissenschaftler ein, die diese Tiere diagnostizieren können. Sie sollten sich mit dem MVU auskennen und medizinische Scans bei Sauriern durchführen können. Was wir wohl herausfinden werden. Okay, das heißt, Wissenschaftler mit einer Wohlbefindenfähigkeit von insgesamt 3. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Wohlbefindenfähigkeit macht, aber müssen wir nicht erst den scheiß Dino da in unser Park schließen? Nein, müssen wir den jetzt erst zum
zum Richten fliehen. Falls ein Wissenschaftler die Fähigkeitsvoraussetzungen für eine Aufgabe nicht erfüllt, kannst du mehrere Wissenschaftler zuweisen, um ihre Gesamtfähigkeiten nutzen. Stehe. Weisen wir auf. Kann ich den jetzt... Ja... betäuben? Und dann da herfliegen lassen? So hätte ich mir das jetzt eigentlich vorgestellt. Nein, nicht betäuben dann, wenn das nicht hier hat. Dann lässt man dabei noch. Was kann man da machen? Mobile Veterinär, leerer Behandlungsplatz. Ja, wahrscheinlich, ach, die sind ja zwei voneinander getrennte Mechaniken. Einmal das Betäuben. Tun wir den Hubschrauber nochmal her. Das probieren wir jetzt einfach aus. Ob das jetzt unsere Aufgabe ist oder nicht, ist mir wurscht. Machen wir ein bisschen schneller. Das war jetzt den einmal. Gibt's eine im Popo, Mr. Alu. Aluhut-Dino. Oder der möchte bloß ein Gas jagen, der Gute. Was tut er denn? Der strafed! Der strafed jumpt! Oh, hat's ihn schon. So. Dann gehen wir raus, Transport. Dann nehmen wir ihn und transportieren ihn da um. Oder? Das macht doch nur Sinn. Ah. Das ist wahrscheinlich der Wohlbefinden-Skill und dafür brauchen wir halt Ärzte. Wissenschaftler zuweisen. Rekrutieren kann ich da keine. Okay, müssen wir zuerst schauen. Kein Personal zugewiesen. Wenn du den Saurier transportierst, ohne ihm Personal zur Behandlung zuzuweisen, musst du das Personal später manuell zuweisen. Trotzdem mit dem Transport fortfahren? Nein. Wir drücken auf Pause und stellen mir erstmal Wissenschaftler ein. Ich weiß bloß nicht mehr genau, wo das gegangen ist. Let me have a look. Ja gut, im Stromscheiß wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht da rennt irgendwo. Na, vielleicht direkt im Zentrum drin. So, freier Platz, MVU, deaktivieren, Gebäude bewegen. Wie ist das gleich wieder gegangen? Deutsching! Dino hat Haxenbruder, gleich zum Metzger und Leberkäse gemacht. Nein, nix da! In unseren Dino-Parks werden kämen keine, wie soll ich sagen, kämen keine Tiere zu Schaden. Volker Domi schreibt, teil deinen Streamer mal in Tale und mit deinem Bildschirm. Dann ist immer was zum Sehen, auch wenn du mal nicht am PC bist. Das ist gar nicht so blöd. Vielleicht machen wir einen 48-Stunden-Stream einfach draus. Die läuft halt ununterbrochen. Und schauen wir mal. Und mal bin ich da, mal bin ich nicht da. Und mal möchte ich einfach auch in Ruhe zocken, ja, und nicht einen Kasperl vor der Kamera machen. Vor allem nervt es an jeden um mir und um von meinen Freunden, wenn ich da sitze und da in den Stream eine brüll wie ein Vollidiot. Da haben die auch keinen Spaß nicht. Was ich nur verstehen kann. So, bis auf die Ziegen. Ich glaube, im Kontrollzentrum gibt es Personal. Mr. McPercy, da werden wir direkt nachschauen. Ich weiß natürlich noch nicht so genau, wie die Gebäude alle ausschauen und was die Kontrollzentrum. Ah, Wissenschaftler ansehen. Ja, Tatsache. Da waren wir schon einmal. Wo kann ich jetzt da welche rekrutieren? Neuen hinzufügen. Wohlbefinden 4 von 7. Reduziert das Gehalt um 50%. Ja, billige aus dem Ausland, die stellen wir ein. Und dann bauen wir noch einen Intensivplatz ab, weil das können wir auch ganz gut in Deutschland, habe ich gehört. So, da ist eine mit 5 gewesen. Wo steht denn, was die kosten? 290.000. Wo ist die erste? Die kostet 104. Die nehmen wir gleich die erste. Dann nehmen wir die Laura. Laura, du musst uns einen Dinosaurier richten. Bestätigen. Selbstloses Gehalt. Nice. Gut. Sepp, mir jetzt wieder 5. Den Saurier vorübergehend unter Kontrolle haben, bringen wir ihn in die paläomedizinische Anlage, wo wir ihn behandeln können. Ja, das kriegen wir hin. Das habe ich ja schon probiert, aber das hat ja nicht so hundertprozentig funktioniert. Wo ist jetzt der Dino-Sepp? Der ist da unten. So, Transport. Dino-Mann ins Krankenhaus mit dir. Und zur Behandlung gehen wir dort Frau Nunes. Was weiß ich, wie das ausspricht, ist mir wurscht. Aufgabe ist... Was, die Behandlung von dem Mistviech kostet $500.000? Machen wir doch einen Leberkäse draus! Und verkauft man 400.000 Leberkäse für €1. Haben wir sich auch noch Gewinn gemacht. So. Haben wir das jetzt hingekriegt? Kommt jetzt da? Ah ja, kommt schon. Aufwerfen, Smoker damit. Gibt's auch die Dino-Hacks. Jetzt Information. Hilfe, Verletzungen. Verwende die MVU, um Saurier mit einem medizinischen Scan auf Verletzungen zu untersuchen. Schwere Verletzungen bedürfen einer besonderen Behandlung in der Paläomedizin. Das werde ich noch ein paar Mal brauchen, bis ich das aussprechen kann, ohne dass ich mich anstehe wie der Wongel. Saurier müssen direkt in die Anlage transportiert werden. Okay? Das habe ich doch selber gerade ausgefunden. Wieso muss ich es jetzt noch mal lesen?
Weise Wissenschaftler der Behandlung der Verletzung zu, während sich der Saurier in der paläomedizinischen A Pulled Rex. Gibt's Rex Balls? Ist das der ADAC-Rettungsflieger? Ja. Der Alo-Dino. Alo. Keine Ahnung was. Da, fliegen sie wieder davon. Hängt er wieder drin wie ein Schluck in der Kurve, Jay. Aber selbst da, Jay, die Physik allein von dem, die Engine von dem Dinosaurier funktioniert 10-mal besser wie alles andere. Seine Zehen schauen ein bisschen seltsam aus. Oh, wieso dreht sich das jetzt so? Mei, jetzt schleudert es noch nicht so umeinander. So ein Viech. Das ist der Bergdoktor. Der Bergdoktor holt einen Alusepp. Und jetzt einfach oben auslassen und oben fallen. Mag ich jetzt zuschauen? Mag ich das sehen? Bin gespannt. Bin gespannt, ob man was sagt. Ob da ein kleiner Doktor rauskommt, ob er irgendwas tut. Bin ich gespannt. Ja, muss nicht sein in einem Aufbauspiel. Ja, der Schwanz tut er mich einfach mit der Nase dran. Oh, da gibt es als Resident Evil Heilspray, glaube ich, gibt's. Sag's noch, besser als im Landi. Ja, ist er. Brauchen wir nicht schmerzen. Da, Resident Evil Heilspray hat schon immer geholfen. Was ist jetzt mit dem? Jetzt verschwinden dann einfach auf magische Art die. Aber mit der Animation bin ich zufrieden. Ja, das klang für ein Aufbauspiel komplett. Komplett. Er schaut ein bisschen. Wäre noch geil, wenn die Zunge so geil aussehen. Wobei die Viecher halt in echt, wenn's narkotisiert sind. Hey, wie lange dauert das jetzt da so im Schnitt? Ich meine, das Resident Evil Heilspray ist brutal, Alter. Hallo? Behandle Allosaurus in der paläomedizinischen Anlage. Die paläomedizinische Anlage bleibt besetzt, während die Verletzung behandelt wird. Ja, okay. Aber wie lange dauert das so im Schnitt? Ich drücke jetzt einmal auf Speed Nummer 2. Allosaurus goes. Schnauft der oder was tut denn der? Schnauft der oder wackelt der bloß, glitscht der bloß wieder umeinander ein wenig? Ich glaube, er glitscht ein wenig. Aber das darf er. Ich sage, er schnauft. Wie lange dauert denn das jetzt da? Ah, Behandlung abgeschlossen. Bereit zum Transport. Tabulator drücken zum Anzeigen. Wunden heilen am besten, wenn man sich ausruht. Und wenn man es bequem hat. Bei mir klappt das immer. Bei den Sauriern vermutlich auch. Ja, Mr. Da Finch. haben Sie ganz recht. Meine Ex sieht das anders. Ja. Wie auch immer. Geilster Kommentar Transportieren wieder. Sie das Tier sicher in sein bequemes Gehege. Ja? Sicheres Gehege, hab ich hab doch gerade gebaut. Also mit der Reihenfolge von den Transport. Wie? Sorge dafür, dass Allosaurus einen Komfort von 80% hat. Sorge dafür, dass die Spezies Allosaurus von einer Beobachtungsgalerie für Forschung aus zu sehen ist. Haben wir doch schon einmal gebaut, das Ding. Wo ist denn die Forschungsanlage gleich wieder? Das ist doch das der Besichtigungskasten da. Das ist er. Bauen wir da eine Runden hin, neben der Förderstation. Aber umdreht. Moment. So. Trägt der fast über das ganze Gehege rein. Das passt schon. Gebäudebeschränkungen. Warum denn Gebäudebeschränkungen? Hört den Maul! Da war doch gerade kurz ein kleiner Fleck blau. Sobald er blau wird, geht's nicht mehr. Und dann müsste man auf der anderen Seite bauen. Das hilft ja sowieso nicht. Müsste man auf der anderen Seite bauen, bauen wir daher. Schön ist jetzt anders. So. 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 Da ist da ein schöner Weg hin. Passt. Das hätten wir. Dafür, dass die Spezies Allosaurus. Ja, das ist doch sein Gehege da, oder? Wieso zeigt das jetzt nicht? Habe ich jetzt in die falsche Richtung schauen lassen? Ah nein, das muss noch gebaut werden, das Ding. Seit wann baust du schön? Ich baue immer schön, Herr Hunter. Nein, ich bin Pro-Gamer. Baue automatisch schön. Die Lackierung bald fertig. Kann man Dinosaurier umlackieren lassen. Jetzt ist die Frage, was ist da einsatzbereit? Aufgabe hinzufügen? Aber was für eine Aufgabe? Wir kriegen den Alu. Ich check jetzt nicht ganz, warum kann ich den nicht zurücktransportieren? Optionen: Saurier auslagern. Saurier auslagern. Kann er jetzt da nicht. Ich möchte ihn jetzt einfach wieder zurückfliegen lassen.
Warum nicht? Verstehe die Frage nicht. Oder braucht der einfach nur wen? Keine Ahnung, kann ich den... Behandlung erfolgreich... Ach, da ist er... Okay, das funktioniert offensichtlich mit einem anderen Transport. Naja, ist ja wurscht. Den lagert man da ein. Wo kommt denn? Da kommt er. ADAC-Hubschrauber! Der spawnt immer so geil rein, dass sein Teil da unten umeinander wackelt wie Sau. Das wenn wahrscheinlich in echt so wackelt, dann fliegt er noch genau 1 Sekunden und dann geht er auf Jacques Cousteau Gedächtnisfahrt, wenn er da im See drin landet. Flick einmal den Zaun. Oh ja, hab ich den Zaun nicht schon geflickt? Der Zaun ist schon geflickt. Schön. Ist schon geflickt. Das macht das Ranger-Team. Also du hast da quasi so ein Ranger-Team, du hast ein Transport-Team, du hast ein Einfang-Team und ein Medizin-Team. Und das kümmert sich mit so Patrouillen um diese Sachen oder halt per Direktzuweisung. Die reparieren das dann. Das muss nicht wie in viele andere Aufbauspiele. Ah. Produkttransport im Gange. Geißen, Peter, du lebst auf gefährlichem Fuß. Der ist gerade aufgewacht. Lauf! Lauf, Goes! 4000 km/h, Goes! Lauf, jetzt mach! Lauf zu mir an. Ich meine, du bist aber auch blöd, Goes. Weißt? Er reagiert auf Bewegung. Das haben wir in Jurassic Park schon gelernt. Und du rennst im Kreis, als hättest 4 Lines Koks geschnupft, du dämisches Viech. Was ist denn die eigentlich? Produkt wurde zugestellt. Schau seine kleine einmal. If you're happy and you know it, clap your own. So, haben wir jetzt endlich einen Allosaurus wieder im ganzen Zustand. Nein, er hat noch ein paar blödige Flecken. Da ist er. Wissen Sie eigentlich, wenn man den anklickt, kann man den dann ein bisschen... Ah, dann kommt eine Verfolgerkamera. Das ist cool. Ja, ich meine, schau dir das einmal an. Gut, jetzt steht der Band da gerade. Für ein Aufbauspiel aus der Vogelperspektive, ja, wenn es mich fragt, schaut das besser aus wie Anno, wenn du reinzoomst. In Anno kann man sich übrigens in einem kleinen Bewohner eine da und First Person in der Stadt umeinander laufen. Habt ihr das gewusst? Keine Arme, keine Kekse, Mr. Alo-Sepp. Schaut schon gut aus. Vor allem die Animationen von den Viechern gefallen mir wirklich gescheit gut. Das ist... Da geht der Mund auf. Jetzt darf man nicht blinzeln da. Das würde mich interessieren. Blinzelt der? Nein, aber der Mund bewegt sich. Arm und Fuß bewegt sich. Schwanz bewegt sich natürlich, aber... Der Hals, der weiche Halsteil wackelt so mit. Aber blinzeln tut er nicht. Das war jetzt halt zu viel verlangt. Brauchen wir nicht schmerzen. Aber es war halt krass. Natürlich glitscht er ein bisschen im Baum ein und so, aber nicht komplett behindert. Ja? Beim Landi hätte ich schon wieder, weiß ich nicht, hätte ich schon wieder 3-mal einen Auerbach gemacht und Reptilien blinzeln nicht. Lüge. Jetzt hast du mich fast gehadet. Brauchst du mich nicht auch wieder. Ist schon gut gemacht. Und ich bin gespannt, was es Neues für Viecher gibt. Ich bin auch gespannt, wo jetzt dann die Tiefe herkommt. Die Frage ist, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Komfort. Keine Komfortdaten. Ja, dann schick Ranger-Team. Mach das Ranger-Team. Da kannst du diesen Soundtrack bloß mittendrin abbrechen lassen. Dinos können auch nicht blinzeln. Tut er das nicht bei Jurassic Park, wenn er neben dem Auto ist, der T-Rex, und schaut dann so rein und dann blinzelt er da nicht? Also blinzeln, ich meine, die haben die nicht so eine komische... Wie nennt man das? Wie nennt man das? So ein Häutchen da drüber, das wo so macht, so ein Reptilien-Dings halt. Die haben ein durchsichtiges Augenlid, was blinzelt. Ach, man sagt das nicht. Okay, das lasse ich durchgehen. Aber sie können nicht Augen zumachen. Wir haben ein drittes Lied. Du hast G vergessen. Wir haben dafür gesorgt, dass sich die Saurier im Wald gut entwickeln können. Zuerst glaubte ich, dies sei das Beste. Dann haben wir realisiert, dass Wälder 1/5 der Landmasse der USA ausmachen. Und fast 40% von Kanada sind Wildnis. Mit der Naturschutzbehörde und der CIA haben wir dafür gesorgt, dass sich die Saurier wohlfühlen. Mitten im Wald. Ich hoffe, die Verantwortlichen wissen, was sie tun. Stegosaurus! Denn die Saurier wissen das. Definitiv.
Pennsylvania! Wegen mehrerer Einsätze überall im Land muss die Naturschutzbehörde ein zentrales Hauptquartier einrichten, wo sie alle neu gefangenen Saurier unterbringt. Wegen der nahegelegenen Landebahn ist dieser Ort Die einzige Art des Fliegens, was? Privat. Weit weg vom Trubel der Öffentlichkeit. Keine neugierigen Blicke, die stumm Fragen stellen, die ich nicht beantworten will. Nun, nennen Sie mich verrückt. Es wäre nicht das erste Mal. Aber wir müssen unsere Geschäfte zentralisieren. Darum habe ich diesen Ort gewählt. Gut, ich habe ihn nicht selbst ausgesucht, aber ich war daran beteiligt. Ich habe das Memo bekommen. Die Appalachen sind seit jeher ein Ort, an dem Menschen quasi Galopithecus. verschwinden können. Oder wie Ob heißt das in allein Jurassic Park oder Ones? mit Hilfe. Ich Warum glaube, also nicht auch die Galopithecus. bin mir nicht Saurier? sicher. Naturschutzbehörde, Zentrum, irgendwas bla. Lieferung mit Gefangenen Carnotaurus. Ein paar Strippen ziehen, Unterwegs. ein paar Leute schmieren, ein paar Arme verdrehen und zack, schon hat die Naturschutzbehörde eine neue Operationsbasis. Wir müssen uns beeilen, wenn wir diesen Ort auf etwas vorbereiten wollen, mit dem er seit 65 Millionen Jahren nichts mehr zu tun hatte. Okay, Das okay. Grundgerüst ist fertig. Aber bevor die mit Fleisch und Blut Besudelten ankommen, muss alles funktionieren. Owen und Claire sind vor Ort und haben mehr Infos für Sie. Mehr Dr. Infos! Dua koordiniert Ihre Aktivitäten. Und Galimimus. ich werde die Erwartungshaltungen Wir kommen dann auf den verwalten und eine Galopithecus. Armlänge Gibt's den Abstand auch? von Ich weiß den nicht. Fleischosauriern einhalten. Moment. Armlänge ist vielleicht etwas zu kurz gedacht. Wir brauchen hier eventuell noch etwas Hilfe. Mr. Lambert? Ich bin einsatzbereit. Sagen Sie, wann es losgeht. George Lambert ist ein erfahrener Ranger. Er hat mit uns auf den Inseln gearbeitet und ist nun bei der Naturschutzbehörde. Er und Owen übernehmen die Saurier und wir die Anlagen. Demnächst bekommen wir eine ganze Reihe bereits gefangener Tiere rein. Verzögerungen sind inakzeptabel. Verstanden. Wir beginnen mit dem Bau von weiteren Gehegen. Wir fangen sie, du packst sie ein. Einpackeln, das kann ich! Das kann ich! Scheibe, wer ist wieder ein Zwickel? Spontane Dino Crisis 2 Flashbacks. Boah, leck, hör mal bloß mit Dino Crisis 2 auf. Da hätte ich gern so ein Remake wie von Resident Evil 2 vor 2 Jahren. Das war geil. Das da die fett anders fett feiern, Alter. So, wir schauen mal aus. Jetzt drücken wir erstmal auf Pause. Lieferung mit Gefangenen Carnotaurus ist unterwegs. Das heißt, in 1 Minute 20. Ja gut, dann müssen wir mal ein Gehege bauen, ne? Wir bauen ein Gehege, Alter. Da machen wir alles sauber symmetrisch. Ja, mein innerer Mann gesagt, macht das alles symmetrisch. Wir haben jetzt da einmal eine Straße rum. Ja, wenn wir da einmal die Straße weiterführen. Ah, das ist doch eine schöne Gress für so ein gestandenes Dino-Gehege. Ja, jetzt hier einfach einmal in meinem jugendlichen Leichtsinn behaupten. So, wunderschön. Schön. Dann brauchen wir einen Zaun. Zaun, was haben wir da? Nein, erst einmal ein Tor. Okay. Kann man das wieder nicht snappen? Winkelsnap. Ah, so mal das. Das ist mal, weiß ich nicht. Ganz am Rand raus. Was haben wir da? Kleiner elektrischer Zaun. Haben wir nicht mittlerweile Zäune? So, nein, haben wir. Ersetzen ein, ersetzen aus. Seht ihr nicht, das ist jetzt da gerade hinter mir, aber ist auch nicht so wichtig. Das sehen wir nicht so viel. Schau dir das Gehege an. Wenn das Gehege nicht ist fast wahrscheinlich schon zu groß. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie groß so ein Gehege sein muss oder wie man am meisten Platz spart, dass der Komfort für die Dinosaurier passt und so. Aber. Oh, da waren wir wieder ein bisschen schräg. Birger, da warst du wieder unsauber. Das lasse ich jetzt aber so stehen, weil es mir einfach wurscht ist. Ich glaube, wir haben nämlich immer nur im Tutorial. Sehe ich irgendwo, was dieser Dinosaurier vorab für Vorlieben hat? Also was will der Typ? Jetzt können wir da natürlich wieder die Dinge nicht hinbauen, weil wir überall eine Straße rundum gebaut haben. Das war jetzt auch nicht so furchtbar schlau. Abreißen! Abriss! Dann gehen wir her, jetzt mal auf, dann machen wir den da. Eine andere Richtung, dann sehen die da so eine. Und wir können die Straße finden. Mal ein bisschen so. So.
schaut das doch ganz akzeptabel aus. Und dann bauen wir da gegenüber gleich nochmal eins. Aber Strom haben wir keinen. Brauchen wir Strom, da bauen wir gleich ein Aggregat her. Sauberes Aggregat. Kannst du hoch. Oh, als hätte ich es ausgemessen. Schau dir das an. Als hätte ich es ausgemessen. Haben wir das jetzt da hingebaut? Ja. So, dann werden wir wahrscheinlich kommen lassen müssen. Vermutlich. Also den Dino. Oder kann ich den vorab irgendwie sehen, was der mag? Also wenn ich eine Hauptziel, Missionsbesprechung, Lieferung mit Gefangener, bla bla bla. Hilft uns nicht rein, was ist denn das da herum eigentlich? Das blinkt aber so geil. Jurassic World Datenbank. Ah ja, da kommen Saurier, Gebäude. Also 100 Sim-Spezies. Was? Brauche ich nicht, lese ich jetzt nicht. Das ist Datenbank, das ist mir schon klar. Das ist halt einfach eine Enzyklopädie von alle Dinosaurier, die man wahrscheinlich freigeschaltet hat und Genmodifikationen, die man freigeschaltet hat. Allosaurus, der Baryonyx haben wir schon gehabt. Carnotaurus. Ach, das ist der Carnotaurus, den haben wir ja schon gehabt. Ich kann mir das nicht merken. Lass mich in Ruhe. Saurier, Ära, Oberkreide. Alter, ich bin aus der Oberkreide, Alter, du Unterkreiden-Dino. Mach wieder zu, lass Zeit ablaufen, die sollen ihn jetzt herliefern. Liefer jetzt mal her, Alter! Wasser wirst du immer brauchen. Haben wir nicht vorher einmal einen Dino gehabt, der kein Wasser braucht hat? Bin mir nicht sicher, aber mit dem Wasser hast du schon nicht ganz unrecht. Aber ganz klar bloß. Wo wir da sind hier? So haben wir das nicht ganz so gestellt ausschaut. Ein kleiner Teich. Und dann kommen sie, die brauchen ja immer verschiedene Arten von Baum und Bodenbewuchs. Ah! Saurierlieferung. Saurier transportieren. Her damit! Transport Hat der nicht Sand braucht? Der hat doch Sand braucht. Da haben wir doch den Zustellen. Wie sie das anhört, als das halt wirklich. Und ein Gas braucht er, genau. Ein Gas braucht er. Produkt zugestellt. Ja, Produkt zugestellt. Ich darf jetzt gerne wieder aus dem Menü rauskommen. Warum? Also haben das mehrere. Also, die bringen zwei, deswegen. Ja, gut. Dann gucken wir gleich mal wieder auf Pause. Nicht, dass er nichts zum Fressen hat. Gehege, Anlagen, Umgebung. Das ist aber einfacher gegangen, wenn man eher am O klickt. Komfort. Ein paar Neulinge, die Nahrung und Unterkunft brauchen. Ich empfehle, diese Saurier genau zu beobachten, bis sie sich richtig eingelebt haben. Lambert hat recht. Sie waren draußen in der Wildnis. Zäune werden ihnen nicht gefallen. Okay. Wir stellen keine Mutmaßungen an und achten auf die Details. Gut. Vergiss nicht, dass die Saurier genau wie wir immer dazulernen. Das darfst du beim Bau eines neuen Sauriergeheges nicht vergessen. Sicherheit hat Priorität. Für sie und für uns. Ja, bin ich bloß ein kleiner Zauner. Was soll ich Dann machen? können die Saurier einziehen. War das alles, Doc? Großartig. Also, um nur mehr auf die Detailverliebtheit von diesen Dinosaurier-Models zurückzukommen. Die Augen glänzen. Die Zähne und die Zunge sind modelliert. Die Augen sind modelliert. Die ganzen kleinen Stacheln da oben drauf sind modelliert. Die Textur auf dem Dinosaurier funktioniert wirklich mehr als gut mit den Schuppen und so weiter und so fort. Der glitscht nicht irgendwie behindert im Boden umeinander. Er wirft einen Schatten, der akzeptabel ist. Er hat sogar auf sich einen Schatten im Gesicht. Da, die Seiten ist dunkel, die andere wird beleuchtet. Also ganz ehrlich, das ist, wenn ich davon schmerz, wie soll ich sagen, dass etwas einfach sauber gemacht ist. Bis jetzt. Ja, wir haben ja noch lange nicht alles gesehen, hoffe ich zumindest. Aber so denke ich mir halt, soll der Spiel ausschauen. Für die Leute, die vielleicht nicht so viele Spiele spielen. Was wir auch noch brauchen? So eine Ranger-Station. Dass die da hinfahren können. Das beobachtet. Wo der man das hier? Die der wir da platzieren. Die platzieren wir da herin. Und dann haben wir da schon so ein Ranger-Team, glaube ich. Aufgabe hinzufügen. Die sollen die gleich einmal untersuchen da. Ja, das schaut gut aus. Und der zweite kommt auch gerade. Dann brauchen wir ein Lebendgas. Futterstationen. Gassen. Die der wir da ja hinten her. Und was haben Sand, glaube ich, haben sie gebraucht. Ja, ich bin mir nicht sicher. Saubere Händel da vorne. Ja. Da, das Wasser bewegt sich ein bisschen, wenn er durchstapft und das ist alles mehr als gut animiert für ein Aufbauspiel.
Wo dann Baum gerne mal von der Weiten schauen die Baum super aus, aber wenn du halt ganz nach ohne gehst, dann merkst du dann schon, ja, das sind halt einfach alles so Sprites und so weiter und so fort. Was das jetzt ist, erkläre ich jetzt nicht, aber egal. Rollercoaster Tycoon, ja, mit sowas kannst du es vergleichen. Aber halt in modern. Oh, jetzt wird er beobachtet schon hin. Fährt jetzt da vorbei und schaut aussehen. Jetzt beobachten, damit ich weiß, was wir bauen können. Sorge dafür, dass die Carnotaurus im Gehege sind. Ja, das werden wir ja den schon hinkriegen. So. Komfort. Kohabitation. Bereich. Bestand. Ja, genau. Sandbrau. Sand und Beute. Aber Beute habe ich doch gerade da hin. Ja, und es war natürlich die falsche Beute. Das ist kein Lebendgas nicht gewesen, die wo ich da hingelegt habe, sondern müssen wir ändern. Müssen wir ändern. Kriegt der andere nicht Gas. Tu dich nicht ab, Dino Sepp. Ich hab doch das da genommen, eine Lebendbeute-Futterstation. Jetzt liegt da ein zerstückelte Gas dort. Kapier jetzt nicht ganz. Kapier nicht. Gehen wir da her. Und das Ding reißt man wieder ab. Flupp. Was? So. Was? Hab ich jemanden übersehen? Nein. Scheibe war's. Was? Spontan nicht? Nein, hab ich doch nicht übersehen. Dann, wo ist der Dino? Greift der im Wald umeinander. Kann man da eigentlich in den Wald reinfahren? Nein. Springt Kamera drüber. Wo ist jetzt der? Wahnsinn! Die haben sich versteckt. Na, da ist er. Im Weiher schaut er sich an. Im Weiher schaut er sich an, der Gute. So, Umgebung bearbeiten. Sand braucht er. Gras, Fels, Sand. Machen wir eine kleine Größe. Dann machen wir eigentlich alles Sand. Passt zwar irgendwie. Sand ist halt nicht schön. Ja, schaut aus wie Dreck am Boden. Das ist nicht. Machen wir ins Wasser, machen wir den Sand rein. Ah. Schaut gut aus. Oder? Offenes Gelände, Sand 74%. Machen wir die offene Fläche zumindest noch ein bisschen mehr Sand. Ah! Mein Gott, warum der mal? Das ist das erste, was soll mit der ist einen scheiß Zaun kaputt machen und abhauen. Die Arschlöcher. Kruzifix. Wir haben jetzt beide einen Zaun. Das ist ja voll bescheuert. Tu mir Aufgabe hinzufügen. Einfangen. Einfangen. Los geht's. Schön, dass mir einer den Befehl übrigens geben kann und nicht immer das selber tun muss. Da habe ich letzte Woche, glaube ich, einmal kurz darüber geredet, dass das irgendwann nervt. Ja, wenn du jetzt den Flieger oder den Hubschrauber immer selber fliegen müsstest. Das heißt, das machen sie da eigentlich auch ganz gut. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, dass ich manuell auch nicht schneller bin. Wahrscheinlich nach dem 30. Mal schon. Einschuss. Einschuss, der schießt auch daneben, oder wie? Tun der? Liegt er schon. Liegt er schon. Und unsere, hoppala, stopp. Unser Ranger-Team. Wo ist unser Ranger-Team? Da ist das Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. Ihr riecht einmal das Garda wieder, da ist er um. Machen Sie das automatisch, oder? Ah, so. Ranger-Team 1. Wieso dernst das jetzt nicht? Ab wie viel Euro lohnt sich das Spiel? Das ist eine gute Frage, das kann ich da noch nicht beurteilen. Ich habe jetzt 3 Stunden gespielt vielleicht. Bis jetzt bin ich aber positiv, sehr positiv gestimmt. Es kommt jetzt ganz drauf an, wie weit oder wie tief diese Spielmechaniken noch wären. Wenn das beim Ranger-Team und beim Einfangteam gelangt und dann immer denselben Zaun bauen, 6 verschiedene Bodentexturen hin, dann langweilt es mich nach 2 Stunden, das garantiere ich. Mr. MRC! Und wieder, don't touch it, the fancy! But a little touch it, the fancy! Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich das Ranger-Team nicht schicken kann. Wo haben eigentlich unsere Dinosaurier hin? Wo haben die? An den Wald abgehauen. Wieso kann ich jetzt da... Ach, wegen die Bäume oder was? Wieso kann ich da... Da spinnt das Menü ein bisschen. Ich meine, ihr seht ja, dass ich mit dem Mauszeiger drüber bin und es dauert ein paar Sekunden, bis er das hat. Und wo haben jetzt die 2 Dinos hier verschwunden? Finde ich die jemals wieder? Ich habe keine Ahnung. Wieso kann ich mich da nicht bewegen? Wo sind die Dinos? Dinos! Ach, da oben links umeinander.
Verschwindet da das Icon? Das habe ich jetzt von da hinten. Ach, die Icons blenden aus, wenn man da wegfährt. Ein bisschen komisch, aber kann ich mir gut vorstellen, wenn da später 20 Gehege sind, dann kennst du die auch nicht mehr aus. So, Transport. War mir da einer? War mir da einer? Kostet wahrscheinlich jetzt mal was. Abholung des Produkts unterwegs. Abholung. Abholung des Produkts. Warum kann jetzt er da nicht fahren? Haben wir einen Zaun schon wieder gerichtet, das ist aber schnell gegangen. Das Ranger-Team ist schon brutal. Fühlt sich schon auf. So. Ja, unsere Dinos. Wir brauchen einen Namen für die Dinos. Die ersten Namen, die ersten Leute, die blablabla einschreiben, die Namen kriegen die Dinos. Die ersten zwei, die ich lese. Ernie und Bert, Foodlapperl Franz, das ist der erste, der Leberkass-Semi. So. Jetzt pass auf. Der erste, den ich gelesen habe, war der 001 wird Leberkass-Semi. Und der zweite, den ich lese, mit ist der Alpha 4 Wolf. Das ist weg. Nennen wir ihn Alpha 4 Wolf. Er ist so ein bisschen unentschlossen, was er ist. So, was müssen wir jetzt da? Sorge dafür, dass die Carnotaurus einen Komfort von 80% haben. Ja, aber was geht denn ihnen ab? Wir haben ja doch schon geschaut. Wir haben immer noch ein bisschen Bereich. Beute? Was ist mit der Beute? Ich hab doch... Oder kann ich da noch mehr Untermenü aufmachen? Check ich nicht. Leben Futterstation. Check's nicht. Was ist damit? Futterstation. Ja, das haben wir schon gelesen, haben wir schon alles gehabt. Sofort einmal verteilen. Also vor mir, Gas auf jetzt da! Was geheißen? Die läuft jetzt wieder umeinander wie gestört. Gas, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Schlechte Nachrichten für dich. Aber wieso haben sie dann nicht? Brauchen die zwei Gassen? Wenn es zwei Dinos sind, ich habe keine Ahnung. Territorialbedarf. Ja, Beute. Ja, müssen wir es weiter führen? Müssen wir sie in ihr Territorium einbauen, weil sie noch nicht so weit sind? Probieren wir es mal. Habe ich mir gedacht. Hab ich mir gedacht. Und Wasser haben sie auch nicht so viel. Aber das soll ja mal ein wenig umeinander gehen. Der Kasperl. Territorium ausweiten. Das ist, wenn man da drauf drückt, sagt man das normal, oder? Ja, genau. Das ist ja ein Territorium und da ist halt fast kein Wasser nicht drin und so weiter. Deswegen ist das so schlecht. Aber wenn die da umeinander wandeln, dann kommen die ja. Die Gas ist noch nicht in ihrem Territorium. Das stimmt. Das war tatsächlich der Grund. Das heißt, das da hinten reißt man wieder ab. Oh, er frisst! Er frisst! Hat er jetzt die Gas einfach... Hat er der Gas jetzt einen Headnut gegeben? Und von der Seite hingelaufen und hat ihm einen Headnut gegeben und hat es einfach gefressen. Beste Dino, Alter. Wer war das? Alpha Wolf. Alpha Wolf verteilt die fetten Headnuts. Hashtag Gassen-Headnut. Freut mir. Ja, macht auch bei Nacht einiges her. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass bei euch wieder ein bisschen pixelig wird aufgrund von der Finsterheit, der Dunkelheit. Lieferung mit gefangenem Allosaurus ist unterwegs. Schon wieder Allosaurus. Das ist schon wieder dasselbe in grün. Aber jetzt merkst du, sie lassen die jetzt schon so ein bisschen deinen Park selber bauen. Das kriegen wir schon jetzt. Die haben wir da das zweite Ding hier. Dann bauen wir da im Allosaurus. Allosaurus. Bauen wir da sein Gehege hier. Wo müssen wir anschließen? Da so hier. Ja. Also Zaun kostet wirklich gar nichts. Es wäre halt auch mal toll, wenn man einfach besser eine Zäune entwickelt. Da darf jetzt ich als... Nein, da haben wir uns verdorrt, da dürfen wir nicht so weit hinten. Ja, Zaun. Zaun. So her. Ja. Schön symmetrisch bauen. Sonst kriege ich da einen Schlagerl. Da haben wir alles hier drin. Dann können wir die Zeit einmal wieder ablaufen lassen. Da werden wir wahrscheinlich auch... Der hat Wald und Wasser, glaube ich, braucht, oder? Der Alusepp. Der Alusepp. Gibst du mir mal ein wenig ein Waldal? Ein wenig ein Waldal? Oh, so ein Waldal, ja. Oh, so ein Waldal, ja. Oh, scheiße. Wasser bin ich auch schwer davon überzeugt, dass das jeder ein bisschen braucht. Wasser.
Der mir ein paar Stornteile, der mir nein. Geh, da wird nichts fein. Mitten ins Wasser kann er sich spielen, kann er sich aufhocken, kann aber scheißen, wie er will. Wie er will. Sowas glaube ich, hat er nicht braucht. Dann hat er auch Gas braucht, kriegt er Gas. Die kriegt er genauso dafür. Saurier transportieren. Die nehmen wir gleich ins vordere Eck rein, dass das gleich sein Territorium wird. Ja, geht schon, wird schon. Transport wird durchgeführt. Lufttransport, dein fette Mann. Ich weiß nicht, ob ich mich hier wirklich jemals wohlfühlen werde, aber die Weißkittel wollen, dass es den Sauriern gut geht. Sie sollten das nicht aus dem Blick verlieren. Bauen wir mal so ein Beobachtungs-Ding dahin. Mit Weg. Ich weiß zwar nicht genau, was das gleich wieder bringt, das Beobachtungsteil, aber Transport abgeschlossen. ist ja wurscht. Okay. Das schaut doch mal ganz zauberhaft aus. So, Ranger-Team, ihr habt's Arbeit. Ihr müsst den Dino inspizieren, bevor er wieder das Randalieren anfängt. Stopp. Was tut denn das Ranger-Team eigentlich in seiner Freizeit? Yu-Gi-Oh! Spielen wahrscheinlich. Zeit für ein Duell! Wir kennen das noch. Scheiß Yu-Gi-Oh! Du kannst wahrscheinlich so geile Gehege und alles machen, einfach Zeit stoppen, wenn du mal viel Geld hast und dann dekorieren wie Flak. Ja, genau. Ja, das ist ja, was sich in den Spielen so attractive macht. Ja, also ich hoffe sehr, dass da noch viel mehr zum Freischalten gibt, nicht bloß Dinosaurier, weil im Endeffekt, wie soll ich sagen, haben die alle bis jetzt 3, 4 so Anforderungen da oben und die musst du erfüllen und das war's dann. Und das wiederholt sich ziemlich schnell und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist. Das war ein bisschen wenig. Dass es dann halt wirklich sau viele verschiedene Dinge gibt. Zum Dekorieren vor allem auch. Schauen wir mir am Alusepp ein bisschen zu. Was tut denn? Fahren die wieder umeinander? Moment, Ranger! Ranger! Die fahren alle noch nicht! Aufgabe hinzufügen! Kruzifix nochmal! Da ist er! Muss ich wieder selber machen, oder was? Die Saurier scheinen sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Aber ich möchte sicherstellen, dass sie nicht einfach nur überleben, sondern auch wachsen und gedeihen. Du verstehst sicher, dass unsere Forschung noch wertvoller ist, wenn wir hervorragende Exemplare unter optimalen Bedingungen haben. Deshalb möchte ich, dass du ein Wissenschaftszentrum baust und in Betrieb nimmst. Dafür brauchen wir mehr Wissenschaftler, also bau besser auch ein Stabzentrum. In der Wissenschaft geht es um die Daten, die wir sammeln und analysieren. Müll rein, Müll raus. Das wollen wir vermeiden. Besonders wenn man die Investitionen bedenkt, die bereits in diese Saurier getätigt wurden. Die CIA will Ergebnisse. Und die werden wir besorgen. Ende der Diskussion. Oh, ein Aluset müssen wir auch noch umnennen, das ist richtig. Wie nennt man? Der Erste, der schreibt paläontologische Anlage und den ich lese, dessen Namen kriegt der Alusepp. Ich rauch dabei. Kennst du dabei wegen mehr? Sprengi? Sprengi? What the fuck are you doing, Sprengi? Oh, ein Brand. Aluhut-Sepp heißt jetzt Sprengi, Alter. Rechtschreibpunk. Paläontologische Anlage. Ja, der Hand YouTuber müsste auf Twitch gehen, das hilft nicht. So, was müssen wir bauen? Ein Wissenschaftszentrum, das kriegen wir hin. Haben wir schon mal gehabt, Wissenschaftszentrum. Jawohl, das ist ja nicht so unfassbar riesig. Wo geht der Weg aussehen? Bei dem roten Pfeil. Kann man eigentlich da noch so herzimmern, hä? Da muss da so in die Schrägen einbauen. Aber, weiß, wurscht ist! Der mal das Wegerl, der mal weiterführen, damit das alles seine Richtigkeit hat da. Das ist so, weißt du, ich säge mich halt schon wieder, wenn ich da, ich freue mich auf die Weihnachtspause, sag ich euch, was es ist. Da werde ich mir 1, 2 Spiele rausgreifen. Ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich gestern Eve installiert habe. Biergerdumm. Wobei ich wahrscheinlich mehr an meiner Trading-Seiten programmieren werde, als wirklich aktiv Eve. Der wollte gerade das Auto ist, das gesagt, 4000 km/h, 4000 km/h, lieber Sass Bemi, was? Eve, böser Fehler, ja. Mir ist halt letztes Mal auch einer geschrieben, so, ja, spur mir Eve, oder du musst mal Eve anschauen. Für jemand, der sich auskennt, so unfassbar krass bin ich nicht drin, aber ich habe knapp 80 Millionen Skillpunkte und hab schon ein bisschen Spielzeit, so 2-3 Minuten. Und Eve ist halt Eve.
kann man nicht streamen, glaube ich. Das ist nichts für euch. Da kriegst du einen Schlaganfall. Und ich tue auch nichts, was streambar war. Ich tue nur traden und aus. Mehr tue ich nicht. Bin jetzt zu Twitch gewechselt, weil YouTube dauert es so lange, bis du es siehst. Killinate, das ist richtig. Er hat eine halbe Minuten Verzögerung. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Aber was müssen wir tun? Personalzentrum braucht man. Personalzentrum, wo? Was haben wir da? Unterstützungsanlage, Paleo-Blub-Anlage, die brauchen wir auch noch. Paleo-Blub-Anlage. Paleo-Blub-Anlage. Die passt da wieder nicht her. Das gefreut mich jetzt gar nicht. Mr. MRC, Eve, ist das nicht der Excel-Simulator? Ja, es hat so ein bisschen den Ruf. Man kann das aber auch anders spielen. So eins der wenn nicht das komplexeste Spiel, das ich kenne. Mit ganz furchtbar krassem Abstand sogar. Kann ich da auf die Schnelle nicht erklären, was das ist. Wenn ich sage Weltraum-MMO, stimmt's nicht. Wenn ich sage Excel-Simulator, stimmt's größtenteils, ja. So kannst du es auch spielen. So Space I, ja. Und weißt du was es ist. So, haben wir auch Personalzentrum. Ist das ein extra Gebäude gewesen? Das weiß ich nicht mehr. Ankunftsort, Kontrollzentrum, Wissenschaftszentrum. Aber wo ist Ach, das sind einfach die Gebäude. Okay. Was mir gerade aufgefallen ist, die Gebäude haben da so Abschrägungen und die haben so im gleichen Winkel, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass du die Häuser, wenn wir mal im Sandbox-Mode sind, wenn wir so weit überhaupt kommen, keine Ahnung, dass du da mit Sicherheit lauter so kleine platzsparende Quadrate zusammensetzen kannst, wenn du es einmal rausgefunden hast. Wir war jetzt eigentlich einmal zum Ausprobieren. Also ein Altzentrum passt aber genau daher, dass da nicht so viel Fläche dazwischen ist. Das mag ich aber nicht. Hergeschenkter Platz! Hergeschenkt wird nix! Da. Wie daher, kriegt noch ein Wegerl. Der Hoffnung, das funktioniert so kurz, da sieht man nämlich nichts. Ja, ich kenne EVE Online, aber das Spielprinzip schreckt mich auf der Skala ab. Ich habe einfach nicht genug Zeit für sowas. Wenn du keine Zeit für sowas hast, brauchst du mit EVE nicht anfangen. Das ist ein einziger Zeitinhalator. Bildqualität auf Twitch ist auch 1000-mal besser. Das kann ich nicht beurteilen. Ein Weltraum-MMO Wirtschaftssimulationsspiel. Ja, das ist die Spitze der Spitze des Eisbergs, um EVE zu beschreiben. So, drücken wir auf den Zweier, beschleunigen. Das soll ein Personalzentrum einbaut und so eine Dinos. Da war jetzt nicht recht viel Nice dabei, aber das erste Mal so ohne Anleitung. Bau das, bau das, bau das. Wir wissen mal grob, für was welches Gebäude da ist. Und ja. Lambert hier. Achtung, wir könnten echt ein was? Nein, du sollst das Spiel pausieren, nicht aufhören zum Schmerzen. Expeditionszentrum gebrauchen. Leg mit dem Bau gleich los. Gleich lege ich los, Alter. Ich leg so los, Alter! Ich leg los! Expeditionszentrum wo? Da, Expeditionszentrum. Das haben wir das nicht auch schon gehabt? Bauen wir da sauber her in See können. Gefällt mir, nimm ich. Ah, der Dino dreht wieder durch. Nicht durchdrehen, mach ich an, Zaun wieder kaputt, du Arschloch. Was tut der? Tut der Dino ein... Der ist wütend, der ist wütend. Der ist sauwütend. Schau dir noch, der ist sauwütend. War kurz sauwütend, war er. Get Swifty. Get Swifty. Wann ist denn da eigentlich endlich einmal Staffel 5 auf Netflix? Das frage ich mich. Oder Staffel 6, also die neue auf alle Fälle. Die glaube ich ist bloß bei Sky. Okay, Dr. Dua und Finch bekommen wahrscheinlich Druck von oben. Sie wollen, dass noch mehr Tiere eingefangen werden. Überprüfe die Expeditionskarte und sende ein Fernfangteam aus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kann man da nicht Dinos ausbrüten? Was haben wir da? Vorfallalarm. Ein Saurier bei St. Louis ist gefährlich nah an Menschen herangekommen und unsere Agenten wurden gewarnt. Es wurden 2 Verletzte gemeldet. Wir müssen ein Lebendfangteam losschicken, um die Gefahr einzudämmen. Zum Vorfallalarm später. Ja, natürlich zum Vorfallalarm. Hallo? Mitch! Und er jetzt, Timo hat seinen eigenen Lufttraktor. Greta gefällt das gar nicht. Greta, wenn Greta mir mal einen Tag zuschauen hat, dann hat sowieso einen Herz-Kreislauf-Zusammenbruch kriegen. Fucking Greta, ich lass mir schon was eingehen, aber der ihr scheiß penetrantes Getue muss ich leider kotzen. So, was haben wir da? Wir brauchen auf alle Fälle Bahuguna. Das sind ja unsere alten Wissenschaftler, die wir immer noch haben. Die haben wir ein. Schau hier, Aufgabe starten. Ankylosaurus, das ist der mit der Keule hinten drauf.
Cool Intro. So, Spielpause. Okay, die gute Nachricht zuerst. Unsere Fernfangteams hatten einige Erfolge. Wir haben einen stetigen Nachschub an Sauriern für unser Kontrollzentrum. Das gefällt mir. Saurier von einer möglichen unkontrollierten Begegnung mit der Öffentlichkeit abzuhalten, gilt für mich als 100%iger Gewinn. Und jetzt die schlechte Nachricht. Die bekomme ich gar nicht gern, aber das Austeilen macht irgendwie Spaß. Diese Tiere kommen mit einer unbekannten Krankheit an, die wir schnellstens in den Griff kriegen müssen. Und zwar ZZ, ziemlich zügig. Dr. Dua. Wir können die Krankheit per Scan von unserer mobilen Veterinäreinheit aus diagnostizieren. Wir haben das schon bald unter Kontrolle. Das ist gut. Dann an die Arbeit. Ah, haben wir auch schon gehabt. Also so ähnlich. Da fährt dann sowas ähnliches wie das Ranger-Team wahrscheinlich hin. Warte, bis die Lebendfang-Expedition abgeschlossen ist. Ja, machen wir ein bisschen schneller da. Machen wir mal ein bisschen schneller da! Wo kann ich nochmal in das Expeditionsmenü eingehen? Wo ist denn das da? Karte. Ah. Das, Saurier, Autos, alles. Das brauchen wir alles nicht. Verwaltungsamt. Ah, okay. Straßen, geringe Nachfrage, hohe Nachfrage. Okay, das ist natürlich Lebendfang. Ah, okay. Also wir fliegen da jetzt quasi irgendwo auf der Landkarte umeinander und fangen wir Dinosaurier ein. 2 von 2 gefangen, Einfangzeit, bla, interessiert mich nicht, Saurier transportieren. Oh shit. Gib mir 2 Minuten, Alter. Wir haben noch gar kein Gehege. Wir haben noch gar kein Gehege, Leute! Brauchen wir Gehege! So. Sieht gut aus. Okay. Dann bauen wir wieder mal. Ich glaube, das Tor bauen wir diesmal da her, hä? Bauen wir es frontal. Frontal! Frontales Tor! So. Gehen wir da auf. Haben wir alle versperrt durch Anlagenweg. Warum ist was für ein Anlagenweg? Bist du besoffen? Sagt mir keiner, dass man mit Shift gerade kurvig umschalten kann. Da daneben steht's und ich lese nicht, ich Spacko! Alter, runde Ecken! Runde Ecken sind immer schon die besten gewesen. Ja, dann müssen wir es halt ein bisschen... Nein, keine Kurven. Mag eckig, eckig! Alles wird eckig! Wir Brot haben wir das Ding gemacht, beim anderen... Weiß ich nicht mehr. Ah, machen wir so. Wird nicht klar. Immer zwei so Abschnitte Brot und 3 lang. Jeder kann man mal dann so leicht abgeschreckte Ecken machen. Das ein bisschen more future ausschaut. Strom. Haben wir keinen Strom? Warum haben wir keinen Strom? Müssen wir Aggregat bauen. Aggregat! Mehrere Aggregat! Das haben wir auch schon sauber gemacht. Das machen wir da so hier. Wo wir das hin? Da der Kanze. Ne? Müssen wir die Straße eigentlich? Ne? Kanze das da hergehen, wenn wir danach noch so einen Käfig rechts dann. Der Lesung. Du sagst, hier einfach einmal so vorschlagen, dann werden wir schon sehen, ne? So, haben wir das jetzt so hingebaut, ja. Das ist schon gut, das ist kein Strom, wie kein Strom. Halt dein Maul. Halt doch dein Maul, Alter. Auffüllen. Wieder bewegen. Kennen. Und schon hat er da herunter mit keinen Strom. Ne? Effizienz, it's fucking everything. Mehr Aggregat, mehr gut. Mr. Kili, da haben Sie recht. Kann man die in ein Gehege zusammensperren? Da bin ich mir sicher, dass man das kann. Aber das eine ist ja für die eine Spezies auf den Komfort ausgerichtet, also mit Sand und Wald und Wasser. Und die andere braucht, wenn es das gleiche Bedürfnis natürlich hat, kannst du es mit Sicherheit zusammensperren. Dann er ist aber Pflanzenfresser, bin ich mir ziemlich sicher, und der andere ist Fleischfresser. Ich glaube, dass das nicht gut ausgeht. Ich glaube, dass es dort zum Schlägern wird. Deswegen mache ich einer lieber ein nice Gehege. Produkt wurde eingesammelt. Produkt wurde eingesammelt. Ein bisschen Wasser geben wir einer noch. Ein wenig Wasser, das brauchen sie garantiert. Der 1 Kilo Sepp. Kriegt er eine Vornenweihe, kriegt er eine Hinternweihe, der hat gleich 2. Produkt transportiert.
dass man den Pinsel nicht kleiner machen kann, den Brush nicht kleiner machen kann zum Wasser einzeichnen. Ist ein bisschen dumm. Nicht identifiziertes was? Tut ja schon wieder. Nicht diagnostiziertes Leiden. Das soll man jetzt das Maul halten. Da bauen wir jetzt noch eine Ranger-Station, dass die Ranger da hinfahren und die Dinos so begutachten. Die dürfen da auch ruhig. Ja, die dürfen bis da rumfahren. So. Und? Gibst mir Aufgabe hinzufügen. Ist da noch dazu? Jawohl. Dann fahren die nämlich auch mal zu denen. Kann man die auch erst einmal anschauen. Das ist eigentlich einmal das Allerwichtigste. Moment. Schauen wir uns mal einen Kühler. Schaut ein bisschen aus wie ein Gürteltier. Wie ein überdimensionales Gürteltier. Da geht man jetzt ein bisschen am Detailgrad ab, dass wenigstens ein bisschen einen Schatten hat. Ja? Das ist mir schon klar, es scheint nicht gerade die krasseste Sonne, aber gar kein Schatten, dann fühlt sie sich halt gleich so weiß es auch nicht. Colin! Wenn du wartest, bis die Zäune komplett gebaut sind, dann haben sie auch alle Strom. Also die waren noch nicht. Ach, die müssen auch gebaut werden. Ich bin so. Woher, aus was für einem Spiel bin ich das so gewohnt, dass sicher die Zäune immer gleich fertig sind und keine Bauzeit nicht brauchen. Fahrzeug gefährdet! Ah! Ah, wieso fährt's noch mal mit 2 Meter an sein Gesicht noch nicht? Da hätte ich auch keinen Bock nicht. Was ist denn jetzt? Alter, der hat Autotier ausgerissen. Da liegt Autotier und Stoßstangen einfach umeinander. Was zur Hölle? Was ist jetzt mit dem? In Gefahr. Ja, ich weiß auch nicht, welcher Trottel, dass da. Die haben zu mir gesagt, ich soll diese Stationen, diese Ranger-Stationen, die fahren nicht da 3 Meter an den. Was sollen die sein? Das sind auf alle Fälle nicht die. Nicht aus Annexen. da wird nichts sofort fertig. Der ist froh sein, wenn ein Gebäude nicht einen Monat dauert. Das ist übertrieben. Aber in Eve darfst du drauf gefasst machen, dass ein Skill einmal 3 Monate dauert. Wenn du so im Capital-Level angekommen bist. Dann dauert ein Skill 3 Monate, um ein Level zum Skillen. Echtzeit übrigens. Nicht, das kannst du nicht erspielen oder irgendwas, sondern es dauert einfach 61 Tage und 5 Stunden. Drückst auf Ja und dann skillst du das. Medizinisches Scan erforderlich. Ja, stimmt. Unser Alpha-Wolf ist krank. Hat er wieder mit 2, wie soll ich sagen, mit 2 Gorsen gerasselt. Der Alpha-Wolf. Haben wir mir nicht so einen Medivac oder irgend sowas? Der war doch da, oder war das Ranger-Team? Das war das Ranger-Team. Was war das andere? Wo war denn das? War doch da. Ah, da ist. Aha, Aufgabe hinzufügen. Dann gehen wir da um. Haben wir da unseren Notfall und dann schauen wir uns das an, was die treiben. Aber kann man die selber steuern? Das muss ich selber direkt steuern. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, man kann das Zeiger auch selber fahren. Ah, da twitchen natürlich gleich ein bisschen weg. Die alle gleich ausschauen, das muss man ja noch ein bisschen ankreiden. So, behandeln. Medizinischer Scanner. Wie tut man das? Foto machen, Kamerawechsel, Zielmodus. Gut, da haben wir. Wie weit muss ich da nicht fahren? Ah, jetzt habe ich ein bisschen Frame Drops. Nicht ein bisschen, sondern gescheit. Scan beendet. Kryptosporidiose. Owen und ich sind bei diesem Projekt dabei, weil wir das Beste für die Saurier wollen. Wir wollen nicht, dass sie ausgenutzt oder manipuliert, verändert und beeinträchtigt werden. Sie verdienen eine Chance auf Leben genauso wie jedes andere Lebewesen. Vielleicht sogar noch mehr, weil das Wunder der Wissenschaft ihnen eine zweite Chance gab. Also, forschen, ein Heilmittel finden und benutzen. Oder die Saurier sterben. Erneut. Und nein, das wird nicht passieren. Okay. Also wir müssen quasi, okay, Krankheiten. Verwende die MVU, um Saurier mit einem medizinischen Scan auf Krankheiten zu sehen. Das haben wir gerade gemacht. Einmal identifiziert, kannst du das richtige Heilmittel für eine Krankheit im Wissenschaftszentrum erforschen. Okay. Nach der Erforschung verabreichst du das Heilmittel mit einem Pfeil aus dem MVU. Okay. Wieder dieselbe Mechanik wie das Betäuben. Das ist aber in Ordnung. Ach, da hat der Aggregator hat kein Benzin mehr. Oh, da will er einen Treibstoff rein, damit nichts passiert. Oh, nehmen wir mit. Die Frage ist, wo man das
Erforsche folgendes: Kryptosporidio Medic. Aber wo? Im Wissenschaftszentrum oder? Forschung. Bitte eine Vielzahl von Optionen, um deinen Betrieb zu erweitern und zu verbessern. Erhalte Zugang zu neuen Gebäuden, Gebäude-Upgrades, neue Spezies und Betriebsverbesserungen. Weise Wissenschaftler für die Forschung zu. Okay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst einmal im. Weißt du, was mich ein bisschen nervt? Wenn ihr ein Item, ein Gebäude oder ein Dinosaurier oder irgendwas anklickt, dann fährt die Kamera da so hin und ich bin offensichtlich mit der Kamera an das Gebäude verankert und sehe da das Tooltip und kann sonst nichts mehr machen. Ich muss mit der rechten Maustasten dann da rausgehen, damit ich mich wieder bewege. Das ist ein bisschen unintuitiv irgendwie. Finde ich. Wieso kann da nicht einfach, ich klicke auf das Gebäude, dann wird es vielleicht ein bisschen heller, damit ich kapiere so, okay, das ist aktiv, ich bin da gerade irgendwo und ich klicke da irgendwo mal an, ich kann nichts mehr da, bis ich kapiere so, ach so, ja, das. Forschung ansehen. Was können wir jetzt da tun? Strukturen können wir forschen, Wohlbefinden können wir forschen. Erforschbar 1, freigeschaltet 1 von 3. Medizin. Okay. Ja, Alter, woher soll jetzt ich wissen? Beschreibung. Verhindert zukünftig alle Fälle von Tollwut. Was kann ich jetzt da vor? Was ist das da? Kryptosporigi. Irgendwas mit Kryptohose, Alter. Ermöglicht das mobilen von Krypto. Okay, das kann man erforschen. Das klickt man an. Und dann brauchen wir wahrscheinlich jemanden mit Wissenschaft. Ja, mit wie heißt das? Weiß ich nicht, steht nicht dabei. Können Sie auch keine Tooltips leisten? Müssen wir einen Forscher einstellen mit mehr Wissenschaftsskill. Was sag ich? Personalzentrum. Erstmal mal her. Neuen hinzufügen. Dann haben wir da. Da auch Genetik ist der Skill. Aber halt mit Wissenschaftssymbol 2, 3, die hat schon mal 4. Haben wir da sonst noch jemanden? Die hat auch 4. Kostet 400.000. Kostet 400.000. Wird sich wurscht sein. Dann nehmen wir mal einen Gym, um die Männerquote ein bisschen anzuheben. So, generalistisch. Da hat 3, 4, 4. Das ist eigentlich der hat ziemlich gute Stats. Im Vergleich zum Rest, der kann alles ein bisschen. Aber nicht so krass wie der Rest. Dann zurück ins Forschungszentrum. Forschung ansehen. Medizin. Krypto blablub. Dann nehmen wir einen Yin. Wie auch immer man das aus. Ich bin ein Volldepp. Ich hab nicht gescheit geschaut. Wir brauchen das Zahnradl auf Level 3. Ja, gut, dann lassen wir es 7 mal. Dann lassen wir es 7 mal. Ist ja wurscht. Hi. Hi. Okay. Okay. Das ist halt schon wieder 20 vor 10. Diese Spiele sind sicher nicht krassen Zeitfresser. Es ist unglaublich. Wir spielen schon ein wenig. Ja. Außerdem, ich habe sowieso gesagt, wir unterhalten uns noch über die LAN und das werden wir definitiv da, weil je öfter, dass ich mich drüber unterhalte, desto besser tut es auch mir, dass ich alles im Kopf habe und nichts vergieße und übersehe. Heute haben wir zum Beispiel schon einmal drüber gewitzelt, was mit dem Klopapier ist. Das ist gar nicht so dumm. Ja, auf einmal haben 160 Leute da, in der Früh müssen 80 Männer zum Scheißen Klopapier aus. Was dann? Dann kann ich mir einen Namen fahren und Klopapier kaufen fahren. Kann ich mit der Schießen gehen, ich möchte zocken und nicht leider das Scheißpapier bringen. Wo haben wir ihn eigentlich? Forschung abgeschlossen. Kryptohose. Behandle jeden Saurier medizinisch mit Krypto... Neue Krankheit nach Corona. Krypto... Haben wir da. Treibstoff einhauen, Schott nicht, ich weiß nicht für was, aber hau einfach rein. Da der Dinosaurier da oben! Da! Der Dinosaurier da oben, der frisst schon wieder das Auto. Los mich! So, was war jetzt da was? Expeditionszentrum, Wissenschaftszentrum. Muss jetzt den hier spritzen im Popo einhauen, ne? Das machen wir selber. Das machen wir selber, tu dich nicht runter. Dann fahren wir mit unserem SWAT-Gerät, fahren wir jetzt rein und schießen mir einen Pfeil im Popo mit der Medizin. Okay, so. Medizinischer Scanner, behandeln. Hab ihm schon im Fuß eingeschossen. Wie viel muss ich in dem spritzen? Einen halben Liter wahrscheinlich. Langt das schon, möchte ich sagen. Ja. Treffer! So, könnt schon wieder fahren. Behandle jeden Saurier
Mit Krypto. Ach, ich muss... Ah! Ich fahr wieder. Du kriegst noch einen Popo. Und dann kriegst du noch einen Popo. Ja. Muss ich das alle... Ist es quasi wie eine Impfung? Haben wir jetzt soweit, ja. Oh, jetzt leider über den Haufen gefahren. Entschuldigung. Wo ist der Alu-Sepp? Der Alu-Sepp ist gerne mal grantig. Gorsten Sepp! Du kriegst auch den Arsch ein! Du kriegst auch den Arsch ein! Das wird ja wurscht sein. So, jetzt passen wir auf. Da wenn ich jetzt wieder kommt, dann wieder grantig. Pass auf. Schauen wir mal. Komm so. Treffer. Ja. Ja, bin schon fort. Bin schon fort. Oh, bin hochgefahren. Bin hochgefahren. Ja, das regelt sich schon. Haut's ab. Miss Party! Der Lamparty wird die erste, wo mehr Männer beim Klo anstehen als Weiber. Wahrscheinlich, ja. Ich hab mir halt Klos von innen nicht angeschaut. Also ich weiß nicht, wie viele Kabinen das gleichzeitig gibt und so weiter. Und da hoffe ich halt natürlich auf reißt euch zusammen und überhaupt und sowieso. Heilige Scheiße, wir haben noch mehr. Ich bin ein Depp. Ich bin ein Depp. So habe ich einen Dinosaurier gimpft. Der gar nicht... Ah! Ah! Au! Au! Du hast keine Tiere mehr, hat dir das schon mal jemand gesagt? Ah, ich weiß nicht. Aber man kann schon, wird schon keine Leute zusammenfahren können, oder? Ah. Sagt er. Den haben wir noch. Oh, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen sollen da dazwischen. Das ist dann... Ah! Was ist mit ihm? Da haut er einfach mit seinem Schwur. Da hätte ich vielleicht ein wenig mehr Platz lassen sollen. Ja, kriegst du gleich mal in den Kopf ein, du Zipfe Adam, du. Oh, da bleibt sogar der Pfeilstick, hast du es gesehen? Da ist ein Anschein. Und nur ein Anschein. So, haben wir schon. So, können wir den Idioten da wieder einsammeln, oder wie? Der ist eh drin. Da wird der Komfort noch nicht ganz passen. So, wo ist jetzt das Ranger-Team? Das muss ich auch gleich mal ankreiden, ganz wichtig. Das hat man, das war das erste, als ich mich damals Mitte der 2000er bei Travian Games beworben hat und der mein Spiel angeschaut hat, das ich damals gemacht habe und so, ein Browser-Game, auf dem Annex heute basiert. Und hat man gesagt so, was unfassbar wichtig ist, du musst davon ausgehen, dass es farbenblinde Leute gibt. Ich bin nicht farbenblind, aber egal. Erkennt irgendjemand auf den ersten Blick, was für Gebäude da was für Gebäude ist? Die haben so schlecht auseinander zum halten, weil alles so gleich ausschaut, selbe Farbgebung, selbes alles. Da die anders machen. Mehr Farbkontrast in bestimmte Gebäude und mehr, ja gut, mehr mit den Formen tust du natürlich hart, aber die Form, da ist Blizzard mit StarCraft zum Beispiel ein Meister darin, dass du auf den ersten Blick erkennst, was das für ein Gebäude ist. Naja. So, ich such nach dem Ranger-Team. Wo war das Ranger-Team? Ich sag's halt schon wieder nicht. Fährt das wieder irgendwo umeinander? Keine Ahnung. Und das ist das erste, was mir der gezeigt hat. Der hat meine Rohstoffanzeige im Header oben gezeigt. Dann hat er gesagt so, das waren damals alles Viereckerl mit farbige Viereckerl mit einem kleinen Symbol drin. Du sagst, du tust jetzt halt viel leichter, wenn du nicht lauter Viereckerl machst aus den Symbole für die Rohstoffe, was das Wichtigste im ganzen Spiel ist, sondern du hast einen festen Rohstoff, machst einen Kastel. Du hast einen flüssigen Rohstoff, machst einen Tropfer hier. Ja? Eine Form, gibt dem Ding eine Form, die wieder zu erkennen ist und die sofort zu erkennen ist. Das ist so ein Ding, das ist dann für immer hängen geblieben. Ja? Das habe ich mir für immer gemerkt. Patrouillenmodus aus! Richt den Zaun, du Spacken! Jetzt haut er noch mal was zusammen! Nein, der läuft davor! Jetzt können wir ihn einfangen von. Was tut denn das Ranger-Team vor in der Zeit? Ranger, Patrouillen anzeigen. Wo ist denn der Ranger? Ranger, hallo? Are you fucking drunk? Aufgabe hinzufügen. Wieso, das kann man nicht gescheit anklicken. Das ist offensichtlich ein bisschen buggy. Da, ich muss Zaun reparieren. Ich hab doch aufs Symbol draufgeklickt. Mann, ich muss aufs Symbol draufklicken. Jetzt können wir die scheiß Hubschrauber-Kacke da wieder. Aufgabe hinzufügen. Fang den. Und fang den. Und wir schauen uns währenddessen an, was er für Komfortzone hat. Der Panzer, die Fettsack. Komm vor. Er braucht gemahlenes Blatt und gemahlene Frucht. Hau mir einmal. Tu das, hau mir einmal. Oh, schau hin. Da kriegt er so Feder vor, dass er gar nicht weiß, wo er hin soll. So, gemahlenes Blatt. Schaut gut aus. Was haben wir da? Tempska. Gemahlenes Blatt, großes Blatt.
Das Baum oder ist das Bodenpflanzenkacke? Der mag offensichtlich keine Baum. Gefällt ihm nicht. Da kannst du ja der T-Rex drin verstecken. Verstehe. Und das Baum. Das war so eine Art von Baum. Machen wir den ganzen Scheiß einmal weg. Machen wir das einmal weg da so. Ah. Offenes Gelände. Oder auch nicht recht viel. Oder auch nicht recht viel. Was braucht er noch? Wasser, oder? Wasser hat er aber. Ja gut, die haben gerade nicht im Einzugsbereich. Das müssen wir jetzt abwarten. Hilft uns alles nichts. Die müssen wir wieder reintransportieren, damit wir sehen, wie das steigt. Die platzieren wir gleich einmal ganz zentral. Dein Viech haut ab. Ich weiß schon, der soll es ja fangen. Was ist denn mit dem da? Ich hab doch dem auch den Befehl gegeben, dass er den zweiten runterschießt, oder nicht? Ja? Da? Was tut der jetzt denn? Dinosaurier betäuben. Ja? Was ist das Problem? Mach. Muss ich wieder selber machen. Muss ich es wieder selber machen. Einen Popo. Nein! Mit linke Maustastendruck geht man aus dem Menü raus. C fix. R-Maus zum Ausschießen. Nein, ich wollte mit dem Fuß schießen. Hat einen starken Bullet Drop. So, hat sich schon erledigt. Gibst mir einen Transporter. Den fahren wir auch direkt da rein. So, jetzt schauen wir, wie es ihm geht. Komm vor. Ja, geht schon auf. Schaut schon gut aus. Behandle jeden Saurier medizinisch mit Kryptohose. Wen hab ich nicht? Der mittlere Zaun ist kaputt. Was ist denn alles kaputt? Warum geht denn alles kaputt? Der war nichts da. Der hat keinen Treibstoff mehr. Auffüllen. Ja, füll ganz auf, weil es eh wurscht ist. Los geht's. Haben die anderen jetzt auch wieder abgehauen oder was? Ich bin total überfordert. Da müssen wir einen noch im Anschein schießen. Müssen wir noch einen in den Anschein schießen. Erledigt ihr das einmal. Oh, los. Kommen wir mit dem Booster nicht hinten rein. Transport im Gange. Und ganz, ganz furchtbar wichtige Memo an mich selbst. Mehr Platz zwischen die Zäune lassen. Das schaut ganz furchtbar aus. Ich hoffe, dass es später vielleicht breitere Wege gibt oder so. Das ist ja so ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Produktzustellung bestätigt. Frau Freund, hauen Sie rein. Gute Nacht. Dr. Lambert hier. Ich habe erfahren, dass wir unsere Fangquoten steigern sollen. Fangquoten? Können Sie das bestätigen? Ja, das ist korrekt. Wir müssen diese Einrichtung ausbauen und dafür brauchen wir mehr Tiere. Es ist Zeit für einen Stresstest unserer Systeme. So stellen wir sicher, dass wir Wissenschaft und Betrieb zugleich bewältigen können. Verstanden. Meine Teams sind bereit. Es gibt noch einige Saurier. Viele Ziele, die wir reinholen können. Aktivposten. Und ja, dies wird eine fortlaufende Mission für uns sein. Okay. Kohabitation. Jede Spezies hat einen Typ. Überprüfe die Details in der Saurier-Statistik. Jeder Typ Saurier wird friedlich mit einer Anzahl anderer Typen friedlich zusammenleben. Diese teilen sich gerne ein Territorium. Einige Typen von Spezies sind nicht mit anderen kompatibel, also wird es zu Konflikten kommen, wenn sich diese ein Territorium teilen. Das beantwortet die Frage von vorher gerade, ob man mehrere Dinos miteinander zusammen tun kann. Habe ich mir schon gedacht, sowas, dass du... Ah ja. Gebäude-Upgrades. Bestimmte Gebäude haben eine Reihe von möglichen Gebäude-Upgrades, die genutzt werden können, um ihre Leistung zu verbessern. Das haben wir vorher schon mal gesehen. Das sind so... Ja genau, wie das Symbol da, das schaut so ein bisschen aus wie so ein Prozessor. Erforsche neue Gebäude-Upgrades und die Fähigkeit, einen zweiten Platz hinzuzufügen. Im Upgrade-Tab eines Gebäudes kannst du maximal 2 einzigartige Verbesserungen hinzufügen. Zum Beispiel, das wird wahrscheinlich heißen, dass das Gebäude weniger laufende Kosten hat und das da, keine Ahnung, also wie Tornado oder Shuttle, was weiß ich, dass der Zaun mehr aushält oder irgendwie sowas. Schließe den Hauptsitz der Naturschutzbehörde ab, indem du die Aktivpostenbewertung erhöhst. Erhöhe die Aktivpostenbewertung deiner Anlage, indem du Expeditionen aussendest, um neue Arten zu fangen und sicherstellst, dass sie gut eingezäunt und für deine Agenten sichtbar sind. Okay. Also für die Agenten sichtbar sind nicht alle, aber da kommen wir noch her. Kann man das Gebäude kopieren? Sichtbarkeit, die haben wir vorher, die haben wir auch schon gehabt. Ja, ist natürlich dumm. Ventilator, Ansicht anzeigen. Ach, da kann man sich einsitzen und schauen. Das ist jetzt nicht dringend notwendig, aber ist ganz nett.
So, den man da noch so eine Anlage her. Da auch reinschauen kann. Wieso kann ich Terrainbeschränkungen? Dann dafür Terrainbeschränkungen. Da. Wurscht. Jetzt haben wir weniger Punkte wie vorher. Verstehe jetzt nicht ganz. Verstehe ich nicht ganz. Na gut, Expedition aussenden. Expedition, Expeditionskarte. Vorfallalarm. 3 Diplodocus. Sinoceratops. Parasaurolophus. Baryonyx. Haben wir nicht Baryonyx schon gehabt? Weiß ich nicht. Brachiosaurus. Leck, hol mal einen Brachiosaurus. Hol mal unseren Brachiosaurus. Das ist ein Langhals. Ich mein Langhals. Langhals! Zahnrad. 6 brauchen wir. Ja, schick mir alle. Langhälse! Was schaut er noch alles vor das Brackel? Bin ich gespannt, wie der ausschaut, wenn er im Gehege steht. Wie soll denn der kleine Mini-Zaun da aufhalten? Sag. Das dauert jetzt 4 Minuten irgendwas. Ich hoffe, dass wir den in das andere Gehege einstecken können, das wir schon haben. Probieren wir einfach. Werden wir sehen. Jetzt haben wir 800 Punkte von 3000. Müssen die Punkte niedriger werden oder höher? Keine Ahnung, ich habe doch eigentlich gerade was verbessert. Da haben wir auffüllen. Haben wir gleich ganz voll. Genug Geld haben wir. Das erste. Steht rechts unten übrigens. 6,5 Millionen. Machen wir zu. Wie schaut es sonst aus? Braucht sonst irgendjemand was? Nö. Gibt es eigentlich irgendwo Listen mit Übersichten von alle Dinosaurier, wo ich in einer Zeile sehen kann, den Komfortstatus, damit ich vielleicht ein bisschen präventiv vorgehen kann, um zu verhindern, dass die mir wieder Zäune einreißen, weil das ehrlich gesagt das Nervigste ist. Verwaltungsansichten. Agentenanziehungskraft. Agentengedränge. Ach, das sind gar keine Besuche, das sind Agenten. Agentenverteilung. Ranger-Patrouillen. Hammer. Sturmschutz war das andere. Und irgendwas soll man noch erforschen. Aber wir haben gerade keine Forschung, dann stellen wir halt noch einen Forscher ein. Das ist mir her, Wissenschaftler. Da brauchen wir zum Forschen, glaube ich, haben wir das Zahnradl braucht, oder? Nehmen wir mal mit Zahnradl. Logistik, Genetik, Wohlbefinden. Logistik 4, 3, 2, ja 4 ist das höchste. Dann nehmen wir einen Bray. Mr. Bray. Wir kommen jetzt da einmal rein. Jawohl. Und dann Wissenschaftszentrum, Forschung, Strukturen, Gehege. Was kann man da eigentlich erforschen? Ich weiß es ja auch nicht. Was haben wir da? Freigeschaltet. Standardgehege. Das Mindestgehege für eingefangene Saurier. Was haben wir da? Mittelgroßer elektrischer Zaun. Eine verbesserte Gehegeumzäunung benötigt eine Stromquelle. Großer elektrischer Zaun. Ja, ich verstehe es schon. Und wenn ich mir das Menü da so anschaue, dann ist da noch nicht damit ansatzweise alles freigeschaltet oder sonst irgendwas, sondern diese Hexagon. Das ist ein Hexagon, ja. Hexa steht für 6, glaube ich. Egal. Diese Hexagon-Dinger werden wahrscheinlich immer mehr und dann hast du da 1000 Sachen zum Forschen. Ganz wichtig für solche Spiele. So, Effizienz-Upgrades. Gebäude-Upgrades, die Effizienz auf verschiedene Arten verbessern. Und was haben wir da? Wissenschaftlertraining. Ermöglicht die Ausbildung von Wissenschaftlern, gewährt jedem Wissenschaftler einen Trainingspunkt. Brauchen wir nicht. Und da brauchen wir auch wieder 4 Zahnradl. Dann nehmen wir einen Bray. Du erforscht uns das. Kostet 70.000. Können wir uns leisten. Dauert 1 Minute 30. Das war jetzt auch damit man natürlich werden die Zeiten länger mit 4 Minuten, 5 Minuten, vor allem bei den Expeditionen. Wenn ich da jetzt jemanden einstelle, der 8 Skillpunkte hat, dann ist er halt doppelt so schnell wahrscheinlich. Das glaube ich ist uns letztes Mal auch gesagt worden. So, machen wir mal Geschwindigkeit 2. Währenddessen gehen wir mal wieder schauen, was tut denn die Leberkasse? Was tut denn die Leberkasse immer so? Weiß ich nicht, die freut sich die Schnur wieder weg. Oh, sitzt wieder hier zum Kacken. Kann man da Dinos durchschalten da? Oh, ja, das ist nett. Genau im richtigen Zeitpunkt erwischt. Head not goes! Hashtag Head not goes! Ich muss meine Frames einmal aufdrehen.
Weil ich gerade, jetzt weiß ich auch, warum ich Frame Drops habe, weil ich meine Grafikkarten drosselt habe. Weil sie so laut ist. Schaut gut aus. Das ist auch absolut flüssig, bei mir zumindest. Ich hoffe, dass die Frames bei euch auch okay, man, das schaut schon da noch aus. Du denn? Oder ist Gas nicht erwischt? Weil die arme Gar der frisst den Gas so schnell, das ist ein Wahnsinn. Oh, aber auch doppelte Geschwindigkeit. Ach, man kann da bloß im selben Gehege. Also, oh! Lebendfang! Ein Brachiosaurus! Gefangen! Bring man! Man, der ist auch ein Pflanzenfresser. Ich meine, vielleicht kommen wir den zu den anderen dazu. Das ist der jetzt einmal. Saurier transportieren. Hau ne eine! Hau ne eine zu den... Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Jetzt bin ich gespannt, wie der kommt. Wo kommt denn? Wo kommt denn der? Mit was bringen sie den? Mit 8 Hubschrauber. Der ist ja keine Ahnung, was wiegt denn? Was wiegt denn? Oder hat denn vermutlich ein Brachiosaurus gewogen? Ausgewachsen einigermaßen. Mag das mal jemand googeln? Da kommt er! Stopp! Hängt da drin. Oh, der ist krank! Der Langhals ist krank! Circa 3 fette Mams, da die auch Typen springen. Alter, die fliegen mit deinem Arm, Alter! Der Langhals kommt. Da kommt der Langhals. Der wirkt 15 Fußballfelder laut Galileo. 80 Tonnen, 37 Tonnen, 103 Tonnen, jetzt haben wir aber weiter auseinander. Zustellung wurde abgeschlossen. Da ist er! Der Langhals! Oh. Langhals! Es geht, da brauchen wir gar nicht diskutieren, was der für einen Namen kriegt. Littlefoot! Natürlich kriegt er einen Littlefoot. Wenn Littlefoot nicht kennt, ist raus! Da, Ranger Team. Ranger Team wo? Wo ist denn das Ranger Team? Da ist das Ranger Team. Du sollst nicht zu ihm da einfahren. Du sollst zu ihm da hinfahren und sollst ihn inspizieren. Der ist nämlich krank. Ja, genau. So, und wie haben wir das mit dem Ding da gemacht? Mit dem kann man auch Aufgabe hinzufügen. Da haben wir ein medizinisches Gutachten erstellen da. Und wir schauen wir uns da noch, was so sei. Ja gut, der ist bei 37% Gesundheit, aber er schaut eher so aus, als da er gleich abnippeln. Und der da, der einen T-Rex kämpft. Der ist aber auch noch relativ klar, oder? Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Mann. Ja gut, da geht er mal bloß bis zum größten Zeh. Littlefoot! Hat ein nicht diagnostiziertes Leiden, schicke MVU los. Hab ich doch schon! Hab ich doch schon! Fahren die jetzt einmal wieder heim? Das ist ein bisschen dumm. Das heißt. Na, lass mich halt. Was? Direkte Steuerung, das mache ich selber, lass mich. Medizinischer Scanner. Wo haben wir ihn? Da ist der Littlefoot. Wo ist der Littlefoot? Rückaus fahren. Verletzt, Fleischwunde. Ah, das haben wir schon, oder was? Das heißt, wir müssen ins Krankenhaus fliegen. Ah, oh, einmal Littlefoot, du musst die ganze Zeit umeinander fliegen. Jetzt müssen wir die einschläfern. Nein, nicht einschläfern. Narkotisieren müssen wir die. Da, und dann müssen wir die ins Krankenhaus fliegen. Hopp, hopp. Bzzz, da kommt er. Da kommt er da auf mit dem Zylinder. Schießt er mal, wie viel Spritzen werden der Brauer? 40. So, gehen wir raus da. Transport. Nehmen und ab ins Krankenhaus mit dir. Ah, wirst du umlackiert. Au, jetzt brauchen wir, was brauchen wir denn da? 6 Level an Medizin. Ja, haben wir, nehmen wir die 2. Geht ein wenig schneller. Jetzt geht's ein wenig schneller. Hopp, hopp. Da liegt er da. Littlefoot! Was ist mit seinem vorderen Haxel aus? Der hat sich Knierschein gebrochen. Das beantwortet die Frage, die Sicherheitsfrage des Abends. Haben Brachiosaurier ein Knierschein? Das ist die wichtigste Frage des Abends. Produkt in der Luft. Das ist ein Emo, der ritzt sie. Sei nicht traurig, kleiner Emo-Mann. Wenn im Keller keine Sonne für dich scheinen kann. Es ist nicht annähernd so schlimm, wie du aussiehst. Wer kennt das? Das ist Hardcore. Wer das kennt, ist wirklich, das ist der zu krasse Hardcore. Scheiß. Das ist fast unmöglich, dass man mehrere 3 Leute hören finden, die wissen, was das ist. Oh, der Littlefoot wird umlackiert. Bzz, bzz, Motherfucker. Bzz. Bzz.
Behandlung Littlefoot abgeschlossen. Nice. Boxen und flügt's heim. Saure auslagern. Auslagern, Tabulator, anzeigen. Behandlung erfolgreich. Transport ab ins Gehege. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Haben wir doch einen Schatten bei den Viecher? Ja, jetzt schon. Jetzt ist aber, glaube ich, auch die Sonne stark genug dafür. Da, Littlefoot, zurück da. Transportiere Produkt. Der Wechselberger schreibt, na, ich bin raus, das ist mir zu, naja. Das sieht man auch an die Zuschauer. Das bist jetzt vom Landi wahrscheinlich gewohnt, aber wir haben ja immer im Schnitt ungefähr 1000 Leute. Und am Mittwoch sind wir generell auch immer weniger Leute als am Montag. Und das ist halt ein gemütliches Spiel. Das ist mir völlig bewusst. Ich mache das nicht wegen Zuschauer, sondern weil ich selber Bock drauf habe. Ist halt was anderes, ist einmal gemütlich, muss halt auch einmal sein. So! Brachiosep steht da. Littlefoot, wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Er braucht die große Nuss und einen Wald. Ja, genau das Gegenteil von denen, was die brauchen. Da müssen wir ein neues Gehege bauen. Aber so wie ich das sehe, werden wir das halt nicht mehr machen. Sogar hier, wie es ist. Dafür schmatzt man jetzt noch kurz über die LAN. Ist das ein Plan? Vor allem vielleicht ein bisschen gezielt über Spiele. Ganz konkret. Da gar nicht schon. Was sagen wir noch dazu? Was sagt da der Chat dazu? Ich kann sowieso die ganze Zeit nicht aufpassen, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf nur an die LAN denke. Ich weiß nicht, was man mir jetzt da... Wo haben die 1,5 Stunden hingekommen? Ich hab keine Ahnung. Also, erster Eindruck ist wirklich ein grundsolides Spiel. Es funktioniert, es packt nicht umeinander. Animationen von den Dinos sind geil. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es noch sehr viele verschiedene Gebäude gibt. Über 100 Dinosaurier-Spezies. Da hoffe ich halt, dass sie die einzelnen Spielmechaniken nicht so krass wiederholen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Und ich glaube, dass das, wenn da alles freigeschaltet ist mit allen Forschungen und Optimierungen und was weiß ich, was alles, das effizient, so einen effizienten Dino-Park zu bauen, wo keiner mehr ausbricht und alle zufrieden sind und so weiter, ist gar nicht einfach. Grundsolides Spiel bis jetzt. Ob 60 Euro wert ist, das weiß ich noch nicht. Das kann ich da sagen, wenn ich mal 20, 30 Stunden reingebuttert habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Off-Stream mal spielen werde. Mit Sicherheit in der Weihnachtspause mal, vielleicht auch übers Wochenende. Wobei jetzt bin ich Eve, TFT und Warzone süchtig. Wenn ich mal was gemütlich brauche, warum eigentlich nicht? Jetzt stellen wir da mal auf Pause, damit wir da einen Spielstand nicht kaputt machen. Und dann speichern wir. Und wenn ihr Bock habt, können wir das im neuen Jahr gerne nochmal spielen. Was kommt nächste Woche? Jodelmax, gute Frage. Am Montag bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Können wir auch noch schnell schmatzen. Was ich gerne mal machen darf, also nächste Woche ist die letzte Woche vor der Weihnachtspause. Da bin ich 2 Wochen nicht da. Keine Videos, wobei das wahrscheinlich nicht ganz stimmt, weil so eine kleine Jahreszusammenfassung kommt von die meistgeschauten Clips auf Twitch und ein paar Special Scenes und was weiß ich. Könnt man auch noch schmatzen, was für euch die Highlights des Jahres waren so. Und. Da schmatzt man jetzt noch. Schmatzt man jetzt noch. Stream FTW, nicht die Mama! So, lass mal die gemütliche Musik im Hintergrund, alles schön. Ah, schön. Das Final Mimi Review springe ich, das kann passieren. Ich darf aber gern was anderes viel lieber machen. Nämlich ein Setup Review. Das habe ich auch mal, ich habe das bei irgendeinem Streamer mal gesehen, da hat er, was meine ich mit Setup Review? Dann nehmen wir einen Mimi-Channel her dafür, macht sie ein Foto von einem Setup, ja, von einem PC-Setup oder meinetwegen, was auch gerade nur von einem Schreibtisch im Grunde genommen. Und da ist, Are you ready for LAN Review? Das ist eine sehr gute Beschreibung, Herr Sprengi. Sehr gut, gefällt mir sehr gut. Sie haben Ahnung einfach, Sprengi. Warzone Community zockt nächste Woche? Nein. Montag? Ich bin sehr für ein Setup-Review. Sehr. Schreibtisch, vor allem PC eigentlich. Eigentlich geht es nur um einen PC. Wobei ich habe da zum Beispiel so eine Paintstation mir dieses Jahr zusammengebaut vor 3 Monaten. Sowas darf mich natürlich auch interessieren. Aber nur Setups. Eine Setups, natürlich. Mein Setup kennt's. Da gibt es ein Foto, wo ich so davor sitze im Stuhl drin, ihr kennt es.
Der Fanboy ist da! Press F für den Chris for Respect. Ab in den Chat. Was schreibt denn? Oida, schreibt er. Hat er vorher noch was geschrieben? Es geht halt ein bisschen unter, Chris. Du weißt sehr, wie es ist. Gibt der Popcorn-Maschine extra Punkte? Das sage ich eigentlich nicht. Das entscheide ich spontan. Das schaue ich mir an und dann. Sad Mobile Gamer Noises. Also den Begriff Mobile Gamer gibt's nicht. Das mit einem Greenscreen-Vorhang wäre interessant zu sehen. Das können wir uns dann anschauen. Vielleicht kann ich es fotografieren bis dahin. Es ist viel unspektakulärer, wie man das vielleicht annimmt. Ja, es war für das, was mich Denk- und Werkelarbeit gekostet hat, viel mehr Aufwand, als nachdem es ausschaut. Aber das können wir uns schon einmal anschauen. Rufus! Braucht das Spiel eigentlich einen Steam-Account? Habe einen ersten Stream letzte Woche verpasst und nicht mitgekriegt. Und hätte jetzt Mordsbock. Wenn du Aufbauspiele machst, glaube ich, empfehle ich dir. Ich kann es dir nicht ganz empfehlen, weil ich selber noch nicht so viel gespielt habe. Aber der erste Eindruck ist gut und sehr solide. Und wenn das Geld wurscht ist, dann kannst du das. Kaufst auf MMOG, ja, habe ich auch da. Gibst dann einen Gutscheincode Biergeil, kriegst sogar noch 3% Abzug. Und ich krieg da einen kleinen Teil davon, muss ich dazu sagen. Leski! Habe drüt, merci mir wieder für einen geilen Stream und gutes Entertainment. Da glaube ich, war heute nicht recht viel gutes Entertainment dabei. Ein Zehner ist da unangebracht, würde ich sagen. Leski, dennoch natürlich Dankeschön. Schöne Grüß von der Frau und mir aus Deckendorf. Grüß nach Deckendorf. Das ist nicht so weit weg. Heute habe ich nicht viel zu wissen. Ja, viel geschmatzt, viel geschnodert. Und man, es gibt auch Leute, die die Spiele gefallen, dass man normalerweise was anderes spielen, was mehr Blödel und Unterhaltungswert bietet. Ich glaube, das weiß auch jeder. Ich sehe jetzt schon kommen, How to Learn. Ja, kommt irgendwann vielleicht. Da werden wir auch ein Video machen, ja, da wird permanent der Kamera immer wieder mal laufen und so ein paar Aufnahmen. Vom Aufbau hätte ich gerne Aufnahmen und dann schneiden wir natürlich ein Video zusammen. Wann machen wir sowas schon? Das muss ich mindestens, wenn wir es bloß einmal machen, mindestens in einem Video festhalten. Ja. Fabian, die habe ich übersehen mit der Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi, danke dir. Miss Patty, die habe ich auch übersehen. Der Landparty wird die erste, wo man. Nein, die habe ich nicht übersehen. Miss Patty, trotzdem merci. Fabian, welcome to the squad, oder? Kennst Blattling? Nein. Wohnt 20 Kilometer daneben, aber nie über das Blattling gehört. Du Zipfe! Oh, ein Rufus, seine Frage. Braucht das Spiel einen Steam-Account? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Warum sträubst du gegen einen Steam-Account? Was gibt's da dagegen? Weiß nicht. Paramedic schreibt, hau mich nicht. Aber selbst ich als Unterfranke habe heute Freude im Stream empfunden. Du, um Gottes Willen, ich freue mich ja auch, wenn ich mal nicht den absoluten Brüllaffen-Trottel in einem Stream machen muss, damit die Leute einen Unterhaltungswert haben. Ich habe ja auch mal Bock auf sowas Ruhiges. Nach den Landi-Streams freue ich mich richtig drauf. Dass ich nicht mit der Latzhose, mit dem Hut und mit den scheiß Ohrstöpsel umeinander rennen muss. Da ist das eine super angenehme, super geile Sache und ich habe auch Spaß mit dem Spiel. Wahrscheinlich sogar mehr als mit dem Landi. Ja, weil er halt einfach nicht broken as fuck ist. Um was geht's denn bei der LAN genau? Hab's heute nicht mitgekriegt, Grüße aus Oberösterreich. Amigo. Wieder so jung wahrscheinlich, dass die Leute nicht wissen, was ein LAN ist. Was ist ein LAN? Da trifft man sie in real life, nimmt seinen PC mit, steckt sie zusammen und spielt miteinander. Hat man früher so bis Mitte der 2000er gemacht, bis das flächendeckende, einigermaßen schnelle Internet gekommen ist. Und jetzt halt nimmer. Und das finde ich ein bisschen schade und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da einige Leute Bock drauf haben und die Resonanz ist sehr gut. Wir veranstalten mal eine LAN-Party in Landau in der Stadthalle. Sehr wahrscheinlich, es ist noch nicht ganz 1000%ig, also ich habe noch nichts unterschrieben und noch keinen Termin reserviert, aber das wird wahrscheinlich sehr bald passieren. Ich habe heute Nachmittag einen Termin gehabt mit 3-4 Personen da drin. Strom passt, Netzwerk passt, Platz passt, wir dürfen einen Biertisch hernehmen mit Unterlag und dann gingen da 162 Leute plus mich, plus Freunde, plus 2, 3, 4 Orga-Leute eine, die mir wirklich bei den krassen Kernsachen helfen, wie ein Strom und Netzwerk und so weiter. Und ja, natürlich kostet es was, das kostet sogar eine ganze Stange Geld, das zum Organisieren, zur Verfügung zu stellen und so weiter. Deswegen wird auch da ein Ticket was kosten, da wird vor allem der Strom wird was kosten, die Miete der Halle kostet was, die Reinigung kostet was, das Wasser kostet was, man 160 Leute 2 Tage lang brauchen auch ein wenig Wasser und so weiter und so fort und das muss ich natürlich ans Ticket anrechnen und ich schätze, immer noch schätze, ganz wichtig, zwischen 40 und 60 Euro kostet so ein Ding.
Das probieren wir mal aus. Wenn das bei euch gut ankommt, wenn das Spaß macht, wenn das cool ist, dann machen wir das jedes Jahr. Und dann zickelt man das hoffentlich halt auch. Ich hoffe, wir wachsen mit unseren Aufgaben. Dann zickelt man das immer größer und besser auf. Vielleicht wirklich dann auch mit Turniere, mit Gewinne und was weiß ich, was alles sehen. Aber jetzt einmal ausprobieren, wie das hinhaut und so weiter und so fort. Clockmaster, servus Birger, wie ist es mit der LAN? Bin zu spät gekommen und hab keine Ahnung. Ist die in Landau? Ja, in der Stadthalle. Wann kommt das nächste Visage-Kapitel? Es gibt kein nächstes Visage-Kapitel. Cool, welche Spiele? CS so ein 6 wie früher? Unter anderem. Warum nicht? Es ist natürlich so ein bisschen schwierig mittlerweile, weil jedes Drecksspiel Online-Zwang hat. Ich darf so gern Warzone spielen. So gern, aber es geht einfach nicht. Hans selber schuld. Das Species schreibt, was? Auf was für eine Aussage? Noch eine Unterfrage, machen wir eine Fahrgemeinschaft. Ja, was für Spiele? Hast vor, dass die auf deiner LAN mit einem jeden einmal unterhältst, der kommt. Ich meine, ich bin da auch in dem Raum drin. Natürlich gehe ich einmal rundherum und bin da auch anwesend. Ich möchte zwar, es wäre ganz geil, wenn ich nicht 2 Tage lang von 160 Leuten durchbelagert wird, aber dass ich zu einem jeden da habe, der sagt, das ist aber sowieso klar. Und ich werde auch mal rauchen gehen und bin einmal rundum gehen und so weiter. Ich werde nicht in meinem Eckerl hinten hocken und ja, hallo, ja. Also ich bin da unter euch. Ich komme da als mein eigener Gast. Ich mag auch spielen. Ich will spielen. Das mache ich nicht, dass ich da irgendwie Geld kriege oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich sowas schon lange nicht mehr gehen habe. Ich sowas schon gern immer mal machen wollte. Und die Möglichkeit kriege ich vielleicht nie wieder. Wer weiß das? Der Suna schreibt, wie kann man geordnet seine Unterstützung anbieten? Das ist das Nächste. Bitte holt euch zurück mit, schreibt's mir, ich kann das machen, ich kann Signing machen, ich kann Security machen, ich kann Netzwerk, ich kann das. Ich habe alle Leute beieinander. Wenn ich irgendjemanden brauche, dann frage ich ganz gezielt danach. Okay? Das ist wieder best geworden. Vielen Dank für die ganzen Angebote und was weiß ich. Ich mache dann Security umsonst und das. Aber ich hoffe, dass das auch einigermaßen verständlich ist. Das ist kein Humpty-Dumpty Kindergeburtstag da drin. Da geht es um erstens richtig viel Geld. Zweitens wenn da drin irgendein Scheiß passiert, dann bin ich gefickt. Und da möchte ich nicht irgendwen, der dann vielleicht nur mit, was weiß ich nie, mit 90% oder 80% bei der Security-Arbeit ist, weil er mit mir mal eine halbe dringen möchte. Sondern jemanden, ich habe dich bezahlt, verdammt nochmal, Mr. Security-Mann, wirf den aussehen. Ja, und das mag ich nicht auf so freundschaftlicher Basis machen. Das haut nicht hin. Egal. Ich weiß nicht, wie es anders sagen soll. Übrigens mal nebenbei nochmal Rufus Lesky, danke für die Donation. Also ich habe meinem Mo schon gesagt, ich hock mich vor Tal mit einem Schild und warte auf die. Brauchst ja ein paar Das ist das Nächste. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass da Leute kommen, die halt kein Ticket haben und dann da draußen warten. Es tut mir so leid, aber ich muss sagen, ich gehe schon woanders hin zum Rauchen, nicht vorne raus. Ich werde, wenn ich das mitkriege, dann werde ich nicht rausgehen. Weil ich da Gefahr laufe, dass wir richtig Probleme kriegen. In Zeiten von Corona und so weiter und so fort. Schlecht. Dampfen darf man in der Halle, oder? Nein. Auf überhaupt gar keinen Fall. Wenn du ich dampfe jetzt selber, das ist was anderes, aber wenn ich nicht dampfe und du dampfst meinen Rechner voll, dann nimm ich dein Dampfgerät und schmeiß das Dampfgerät aus dem Fenster aus. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Herr Draschwandner! Merci für den Fünfer, Busse aufs Nussi. Ich weiß nicht, stop it now. Brauchst du noch einen Feuerwehrmann? Nein. Ich kann Klofrau. Ja, Herbert, du magst Klofrau. Raucher raus, Dampfen rein, das haben wir schon gehabt. Muss man halt schnupfen. Ja, ich muss halt schnupfen, hilft auch nicht. Du, ich gehe auch dann alle paar Minuten da raus und rauche halt gemütlich eine oder dampfe oder was auch immer. Selbstspiel. Saufen kann man an jedem anderen Wochenende auf der LAN muss echt nicht sein. Gibt es die Diskussion echt immer noch. Ich sag's euch auch gleich schon vorweg, ihr braucht euch gar kein Ticket kaufen, wenn das ein Problem ist. Raus. Abflug. Darf dann der Dampfexpress... Das ist eine gute Frage. Ich kann den Strom abstellen. Verstehe ich nicht. Den kann ja jeder abstellen, indem du das Steckdosen aussteckst. Werden die WCs wie im Lande gestaltet, also nicht im Stehen? Die habe ich mir, das ist die einzige Räumlichkeit, die habe ich mir nur von außen angeschaut, nicht von innen. Ich weiß nicht, wie groß die Toiletten sind.
Aber wird schon passen. Wir haben einen Beamer, Strom, Soundanlage, Lichtanlage, viel Platz. Der Balkon kann leider nicht benutzt werden. Warum? Da ist die ersten Stufen drin. Da habe ich mir zuerst überlegt, hey, da kann man sich doch eigentlich auflegen und dann schlafen, wenn man mal will. Da ist wirklich Fläche und Platz da. Aber nein, die Stühle sind da fest gemacht. Funktioniert leider nicht. Ich glaube, dass ich langsam aber sicher an alles gedacht habe. Dominik Hau auf der Leinwand gibt es natürlich auch. Also da ist ein fest montierter Beamer drin und eine fest montierte Leinwand. Wenn du da zur Seite stehst, ich habe es extra ausprobiert und von rechts kommt der Beamer oder von links, weil wir ja zur Seite sitzen, alle bis zur Bühne hin. Der blendet nicht und nix. Super geil. Ich weiß zwar noch nicht, für was wir brauchen, aber dann lassen wir halt da Memes laufen. Keine Ahnung. Oder irgendein Blödsinn halt. Stromanlage, Lichtanlage, Zapfanlagen. Nein, keine Zapfanlage. Stripstange auf der Bühne, ich bin mein eigenes Stripstang. Um was geht's denn gerade? Fuß vom Gas, es geht um eine LAN-Party. Ja, dann da ich sagen, ich glaube, ich habe ein neues Ding. Ich sag das, was es ist. Das mit dem Strom ist so gut wie ausdiftelt. Jeder kriegt 2 Steckdosen. Ihr müsst keinen Mehrfachstecker mitnehmen. Alles, was ihr mitnehmt und mitnehmen dürft und gleichzeitig müsst, ein Rechner oder Laptop. Entweder ein Laptop und eine Maus und ein Netzwerkkabel und deine Stromkabel oder einen Rechner, einen Monitor, Headset, Maus, Tastatur, ein Mauspad, ganz wichtig. Die meisten Gamer unter uns haben wahrscheinlich so ein XXL-Mauspad. Das schaut einmal gar nicht, weil auf der knockerten Bierbing, da kriegst du einen Schlaganfall. Und Headset Plenty, selbstverständlich muss man dazu 18 sein. Dann habe ich vorher auch schon gesagt, ich wiederhole das jetzt auch immer und immer wieder einmal. Das schaut überhaupt nicht. Vorher waren einige am Anfang nicht da. Herr Müller, übernachten mit Dachzelt, okay. Was ist Dachzelt? Ich weiß nicht, was ein Dachzelt ist. Herr Müller, Herr Scholze, merci für den Zwickel. Es gibt ein Komfortproblem. Das ist das einzige kleine Komfortproblem. Die Schlaferei. Kann ich verstehen, die wollen nicht, dass man mir da unterm Tisch schlafen mit irgendwelchen Schlafsack und was weiß ich, so wie das früher war, aufgrund der Brandgefahr. Da wird sich auch Security drum kümmern. Schlafen wird wahrscheinlich ein kleines Komfortproblem. Es gibt genau 3 Optionen, nicht mehr und nicht weniger. Auto. Es ist eine Tiefgarage, Luftlinie 20 Meter gegenüber der Straße mit über 300 Platz. Da versuche ich noch mit dem, ich weiß nicht, was für Scheißamt das war, Stadtwerke, glaube ich, bei uns, dass ich da was ausdeal, dass man da am Wochenende entweder umsonst parken kann oder ob man die irgendwie eine Pauschale anbieten können, die dann bei euch ins Ticket tue, preislich, und ihr könnt da umsonst parken das ganze Wochenende von Freitag bis Sonntag auf die Nacht. Lass mich kurz überlegen. Ja, schlafen, Auto, Hotel, Gaststätte im Umkreis, da haben wir ein paar, nicht viel, aber wir haben ein paar. Wer nah genug da wohnt, kann heimfahren über Nacht und wieder kommen. Egal. Herr Müller, Zelt auf dem Autodach auf dem Parkplatz. Achso, ja gut, ich weiß nicht, ob das in der Tiefgarage funktioniert. Und so einen direkten Parkplatz gibt es herum natürlich. Ich dachte jetzt sowieso warum nicht. Also solange du da nicht das Saufen anfängst und Grillen mit einem Gaskocher und Müll produzierst und was weiß ich, geht nur um wirklich eine Länge schlafen, wie ins Auto halt auch, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand was dagegen hätte. Einfach machen, ganz ehrlich, einfach machen. Bis die das spitz kriegen. Ich muss noch dazu sagen, da ist nochmal 10 Meter Luftlinie weiter als Polizei. Also, wer pennt verliert, in Johannesbrunn war man immer der ganze Wochenende wach. Herr Kackmaster, wie alt war man da? Kann ich da mein C64er kommen? Nein. Was machst du mit dem? Bierschuss, mehr ist wieder entwickeln. Was haben wir noch? Ja, oder mit dem Kopf auf der Tastatur. So blöd und behindert, wie sie das so hört. Einfaches Kissen genommen, das sehen sie auch nicht gern. Aber da habe jetzt ich als Veranstalter auch die wenigsten Bedenken, wenn du einfach auf der Tastatur oder die Tastatur weggeschoben, Kissen daher, einfach so auf den Tisch im Sitzen hingelegt. Ja, ist nicht bequem. Aber geht. Nächsten Tag wirst du sterben, aber es geht. Dann geht das auch. Aber am Boden liegen mit Schlafsack und so weiter, wie das früher war, einfach unter den Tisch, scheißegal. Nein, da wird Security rundum gehen und schauen und so weiter. So.
Du darfst nicht mehr und nicht weniger mitnehmen. Du kommst nur rein, wenn du einen PC dabei hast oder einen Laptop. Anders lasse ich dich nicht rein, auch wenn du ein Ticket hast, weil ich keinen Bock habe, dass leider Ticket kaufen, mit mir dann machen wir schnell ein Selfie und dann wieder heimfahren. Dann ist die Halle nämlich dann leer. Jo, geht von Freitagmittag bis Sonntagmittag, also so ab 13 Uhr, da jetzt einfach mal sagen. Bis Sonntag 13 Uhr, dann wird er mir langsam aufgefordert, bitte, so, bitte baut's ab, war geil, habe ich die und dann muss ich nämlich mit ein paar Leuten abbauen und aufräumen und überhaupt und sowieso. Ja. Nachrückertickets, falls Plätze frei bleiben, selbstverständlich. Ich habe da Seiten gefunden, wo man seinen Sitzplan eintragen kann. Die werden dann auch reserviert. Da gibt es alle Zahlungsarten, die wo gängig sind. PayPal, Sofortüberweisung, Banküberweisung, so ist. Also es ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr komfortabel gelöst. Und wenn da wirklich nach einem Tag einer fährt, dann schaltet ihr einen Stream ein und sagt, ja, da sind jetzt ein Platz frei geworden. Wer Bock hat zum Kommen, irgendeinen Social Media Post, kauft euch das Ticket, kommt vorbei. Aus. Und das kostet halt dann, was weiß ich, einen 10er weniger. Oder einen 20er weniger, oder was weiß ich nie. Je nachdem, oder wenn überhaupt weniger. Es ist halt dann, wie es ist. Und du solltest Ü18 sein. Also unter 18 kommt natürlich auch keiner rein. Ich hab keinen Bock nicht, dass da irgendwelche Kinder irgendeinen Scheiß bauen. Da habe ich keine Zeit, kein Geld und keinen Nerv dafür. Wie gesagt, ich möchte da gerne auch als eigener Gast kommen. Und da nicht nur rundherum laufen und dann ist da wieder was, das wird passieren. Ich weiß das, wie das ist, da bin ich mir sicher. Sondern ich möchte mich auch mal dann am Abend hinsitzen, so, und jetzt spielen wir DayZ bis um 2 in der Früh. Auf dem Server und so. Pastetebohne! Habe ich das Datum verpasst oder ist es noch nicht fest? Es ist noch nicht ganz fest, aber wenn es stattfindet und es steht, es ist sehr, sehr sicher. Ich sage mal 98% sicher, dass es stattfindet. Dann ist es am 10. bis 12. Juni. Fuß vom Gas schreibt 2G, oder? Das ist eine gute Frage. Das haben sie mir nicht beantworten können, weil wir natürlich noch nicht wissen, was für Corona-Regeln gelten im Juni nächstes Jahr. Keine Ahnung. Ich habe ganz bewusst mitten im Sommer, oder eigentlich, ja, mitten im Sommer gewählt, weil da die Zahlen in der Regel die letzten 2 Jahre immer ganz niedrig waren und auch irgendwie keine Regelungen geherrscht haben und so. Dennoch ist natürlich sich mit 200 Leuten in eine Bude einsperren, ein Wochenende lang, vielleicht nicht ganz so schlau. Deswegen gehe ich schwerstens davon aus, dass wir 2G haben. Wenn nicht sogar 1G. Bis dahin vielleicht sowieso, wer weiß, aber das sage ich euch dann natürlich. Ja. Wird die Land auch per Stream übertragen? Der Einzige, der in dem ganzen Raum 100%ig Internet hat, bin ich und meine Freunde in dem Orga- und Freunde-Blog. Es ist eine 100er Leitung drin, also eine 100 Mbit-Leitung drin, die langt nie für 160 Leute oder 170 Leute. Und bevor wir da irgendeinen Scheiß kündigen, ja, da haben wir Internet und dann geht nichts, sage ich lieber, es gibt kein Internet. Das ist ein LAN und kein Internet-LAN. Jetzt ist die Frage, willst du Tests vor Ort anbieten oder muss man mit Test kommen? Du brauchst wahrscheinlich überhaupt keinen Test. Du kommst ohne Impfung und Impfausweis und Nachweis vor allem am Handy oder wo auch immer nicht rein. Ganz einfach. Da wird der auch gar nicht lange umeinander. Passt mir auch nicht. Überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Aber es geht einfach nicht anders. Wahrscheinlich. Und es war mir halt einfach recht. Das ist so die eine Befürchtung, die ich meinerseits habe, ist, dass da einfach auch Leute kommen, die mit Gaming so viel zum Tor haben. Ich habe einmal 80 Stunden Landi gespielt und dann da die Ultra-Fanboy-Scheiße ausbricht und so. Da bin ich jetzt halt auch einfach so schreibt es mir arrogant aufs Hirn, das ist mir wurscht. Da habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Und dann sitzen Leute da, die in einem Leben vielleicht einmal 2-mal im Jahr ein Spiel spielen. Und ja, ich garantiere euch, ihr langweilt euch da zu Tode. Das ist keine Show, die wo ich da aufführe. Das ist kein Konzert oder kein Auftritt oder sonst irgendwas, sondern wir sitzen da und spielen 48 Stunden Computer. Durch. Alle. Auch ich. Ohne, dass ich da umeinander blödel und sonst irgendwas, sondern ich mag auch spielen. Das muss jedem bewusst sein. So. Gibt's sonst irgendwas? Was kann man spielen? Spiele. Wir haben einen Dedicated Server am Start, mehrere. Da werden Plan bis jetzt Spiele laufen, wie zum Beispiel, auf was ich am meisten Bock habe, ist DayZ. Hell Let Loose.
Minecraft, Landi, CSGO, CS 1.6, aber da kann man sowieso, glaube ich, da kann sogar clientseitig gehostet werden. Call of Duty 4 kann auch clientseitig, glaube ich, gehostet werden. Quake 3 kann clientseitig gehostet werden. UT 2004 kann clientseitig gehostet werden. So. Eher 12 Stunden Troubleshooting, 36 Stunden spielen. Ja, das ist halt nicht mehr so schlimm wie früher, glaube ich. Dann, das sind so die offiziellen Spiele, ja, die ich sage, habt die dabei. Vorausgesetzt, ihr habt natürlich Bock drauf. DayZ kriegen wir leicht. Hell Let Loose ist natürlich so schwierig, ob man da 100 Leute auf einen Server kriegen, das bezweifelt ich ein bisschen. Aber ich sag's einfach mal, Minecraft Landi geht immer, CSGO geht auch immer. So Sachen wie Warzone gingen dann natürlich nicht, weil wir Internet dafür brauchen. League of Legends geht zum Beispiel auch nicht, weil wir Internet brauchen. Und dann nehmt alle eine landfähigen Spiele mit, die gängen. Alle. Warcraft 3, Warcraft 1 bis 3, Starcraft 1 und 2, Diablo 2 Classic. Ich glaube, Diablo 2 Resurrected hat keinen LAN-Modus, oder? Mehr. Aber das alte Diablo hat es noch. Diablo 2. Egal was, einfach einbaggeln und damals, die Spiele hat man ja damals noch. Ja, da nimm meine CD, installierst, zieht da meine Ordner um oder sonst irgendwas, spiele einfach mit. Das ist was, das kann ich natürlich nicht offiziell in einem offiziellen Video und in die Beschreibung einschreiben. Nehmt eine vielleicht nicht ganz so legalen Spiele mit. Ja, die von vor 20 Jahren. Die kriegst du halt sonst auch nirgendwo mehr. Nico! Welcome to the squad! Bussi aufs Nussi, merci für deine 14 Monate. Brettspiele bin ich dabei. Ich habe schon überlegt, ob wir ein Eck draußen machen im Foyer, also vorn draußen vor dem Eingang, mit jeweils 2 Biertisch, Großmatten ausgelegt. Wer Bock auf Warhammer zocken hat, kann da draußen Warhammer zocken. Da haben wir Leute da, die Warhammer spielen, nehmt es mit, spielt da draußen. Warum nicht? Ganzen Samstag, ganzen Freitagabend Warhammer, den ganzen Samstag zocken, Sonntag in der Früh ein bisschen gemütlich noch dahin, so mit den Leuten unterhalten, Kaffeetschel trinken, heimfahren. Das wird super geil. Battlefield 1942, nehmt alles mit. Eine Runde Warhammer, langen da 48 Stunden. Das kommt ganz drauf an. Hey, wenn sowas gewünscht ist, entweder bauen wir da draußen. Also ich habe euch einen Plan schon mal kurz gezeigt. Ich mag jetzt da nicht noch mehr rein, das mache ich dann, wenn er fertig ist. Die Halle ist sehr länglich. Ja, da ist unten eine Bühne, die ist 1 Meter her, da sitzt ich im Eck hinten und Freunde und Orgas und auch noch ein paar offizielle Leute. Unten der Rest. Da geht eine Halle rein, das ist nicht groß, der Eingang, so ein Vorzimmer, Glaskasten. Aber da gehen schon 4, 5, 6 Biertisch nochmal hin. Und da kann man machen, weiß ich nicht, was man da machen kann. Entweder Couchen hinstellen, 2 Fernseher, mehrere glaube ich gehen nicht hin, mit einem Kastel halt, und eine Konsole hin. Playstation hin, Xbox hin, Switch hin, und dann kann man da halt ein bisschen, weiß ich nicht. Du musst schon sagen, welche Spiele, sonst kommt alles zusammen und nehmt kann miteinander. Ja, dann nimmst du von dem anderen das Spiel, installierst es bei dir und spielst das dann. So war das früher. Außerdem zeige ich gerade auf, welche Spiele. Selbstverständlich sage ich, welche Spiele. Buckles. Es gibt eine offizielle Liste für das bei mir, mit dem ich die Leute locker mache. Sagen wir es so. Meisten Potenzial sage ich in DayZ zum Beispiel. Und CSGO. Und haben wir da noch so? Minecraft, Landi, Hell Let Loose. Was haben wir noch so? Call of Duty 4, ganz klassisch. Modern Warfare 1 quasi. Ganz klassisches Landspiel. Ja. Hapsi-Tag, illegal! Was ihr da untereinander tauscht, ist mir scheißegal. Da habe ich nichts damit zu tun. Ist da dann eine 3G oder eine 3G-Plus-Regelung? Also 3G kannst du sowieso generell mehr abschminken, weil nur Getestete nicht reinkommen. Entweder du bist geimpft oder du kommst nicht rein. Aus. Schluss aus. Da der wir gar nicht lange umeinander, weil die Scheiße, die spare ich mir. Wenn da drin irgendjemand krank wird, dann kann ich mit die installieren gehen. Bist du fürs Impfen? Über das unterhalten wir uns nicht. Was ist deine Listen, was du spielst? Was ich selber spiele? Nein, bis dahin ändert sich auf was habe ich Bock? Wahrscheinlich noch 40 Mal. Wahrscheinlich sitze ich im Eck hinten, ich habe ja Internet und spiele Eve.
Wahrscheinlich nicht, aber weiß ich nicht. Ich habe am meisten Bock auf DayZ, persönlich, sage ich ganz ehrlich, weil ich mir das super geil vorstellen kann, wenn da 80 Leute Surfer läuft und wir haben alle in der gleichen Halle und dann hörst du irgendjemand schreien, oh fuck, da hinten ist er mit der Schuss! Und ich finde es, und keiner weiß, wer ist, weil du Spielernamen nicht siehst und so weiter. Ich glaube, dass das super geil ist. Soeben 200 Querdenker getriggert. Du, damit triggert ich mich selbst auch, Herr Obidullah, weil ich bin nicht geimpft. Sagen wir es, was es ist. Warum? Ich halte mich aber auch extremst strikt an sämtliche Kontaktbeschränkungen. Ich habe im Monat ungefähr 2 soziale Kontakte. Die habe ich heute gehabt in der Stadthalle. Jetzt sitze ich wieder einen Monat lang daheim. Morgen fahre ich vielleicht noch einkaufen und dann sperre ich mir das restliche Monat wieder ein. Homeoffice, beste Office, Alter. Brauchen wir nicht schmatzen. Aber für das, ich bin weder gegen die Impfung, ich bin nur gegen Viertimpfung. Ich bin gegen Impfzwang. Stark sogar. Aber da geht's nicht anders, da verstehe ich das. Ich stelle weder Corona in Frage, noch den Impfstoff in Frage. Hab natürlich auch keinen Bock, dass ich mich alle halbe Jahr spritzen lasse. Und deswegen, ja, geimpft, kommst rein, ungeimpft, kommst nicht rein. Aus. Gibt keine Diskussion, kein gar nichts. Darüber unterhalten wir uns nicht. Bier getriggert. Ich möchte es nur klarstellen, bevor wir irgendwelche dämlichen Scheißfragen kommen. 2 soziale Kontakte, die Mom und Bürgerin. Ja, Kontakt, korrekt. Und die Mom sehe ich auch bloß 2 im Monat. So. Was? Nein, Mann, lass uns einfach COD2 oder Stronghold Crusader spielen. Dann nimmt Call of Duty 2 mit und das habe ich sogar auch noch irgendwo da oben. Und Stronghold Crusader mit und dann sucht er Leid und Spey. Ganz einfach. DayZ in einer LAN-Halle stelle ich mir auch super geil vor. Ja, genau. Das ist der Plan dahinter. Darüber unterhalten wir uns jetzt nicht. 8 Minuten Monolog. Mal halten jetzt. Gibt es von derer LAN auch eine Übertragung? Das kann ich noch nicht versprechen. Natürlich werde ich mal den Stream einschalten und mal die Kamera rundum und ein bisschen labern und bla bla bla. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass da drin ziemlich laut ist und dann hast du im Stream und das will halt auch keiner. Herr Julian Wiest, wenn du nicht geimpft bist, kommst du dann auch nicht rein. Wie ich gerade gesagt habe, ich lasse mich voraussichtlich dann im März irgendwann impfen, damit es da hinpasst und dann haben wir die LAN überwunden und boostern lasse ich mich dann nimmer, ganz einfach. Gibt es ein kleines CS-Turnier oder so? Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe jemanden, der sich darum kümmert, der organisiert das ein bisschen, der baut die Brackets zusammen und kontrolliert die Spiele so ein bisschen. Ob es etwas zum Gewinner gibt in der ersten LAN, glaube ich eher nicht, weil da wird nicht recht viel Geld übrig bleiben. Ich versuche die Tickets so niedrig zu machen, wie es geht, ja, dass die Kosten gedeckt sind, ich ein kleines Polster habe, falls wir uns mit dem Stromverbrauch verrechnen. Ja, dann, keine Ahnung. Da gehen wir auf alle Fälle, machen wir da, wenn es dann wirklich konkret ist, der Termin steht und so weiter, gibt es im Discord einen Channel, LAN, und da wird alles immer mitnotiert. Ja, in der Veranstaltung wird alles mitnotiert, was musst du mitnehmen, was darfst du nicht vergessen, was sind die Regeln, damit sich ja jeder auskennt. Ja? Dann kriegen wir das schon hin. Wie schaut's aus mit einer Klimaanlage in der Halle? Das wird brutal warm. Gibt's, man kann oben, das müsst ihr vorstellen, wie eine riesen Halle und das obere Drittel, rundrum um die ganze Halle, ist alles Glas, das kannst du alles aufmachen, es gibt eine Klimaanlage, es gibt eine Heizung. Das ist zum Beispiel sowas, das Ding frisst so viel Strom, dass du in die Hosen scheißt und das muss ich zahlen, also selbstverständlich zahlen, nach Verbrauch, nicht pauschal, geht nicht, ist auch irgendwo verständlich, da haben 160 Rechner drin, wir sollten die mir ein Pauschalangebot machen. Ja. Kann ich auch ein Palana Spezi trinken? Du kannst trinken, was du möchtest. Nicht. Beim Essen waren wir noch. Es gibt rundrum Luftlinie 100 Meter, Dönerbuden, Pizzahäuser, Restaurants, noch und nöcher. Wir haben einen Mackie, wir haben einen Burger King, wir haben Lieferdienste, wir haben alles. Dann werde ich wahrscheinlich mit denen schmatzen vorher. So, hey, Essenstand stellt sich hin, der mir der Landauer Gastro ein bisschen was Gutes. Geschissen auf die Standgebühr, auf den, was weiß ich nie, was zahlt man so Standgebühr für so einen 50er, einen 100er, ich habe keine Ahnung. Die kommen dann an jeden Tag an, Freitag auf die Nacht, das weiß nie, Pizza, Samstag in der Früh Leberkässemen, Samstag Nachmittag oder auf Nachmittag, spät Nachmittag und auf die Nacht Pizza, Döner, was weiß ich, Gickelmo, ja, ein Gickel muss man mit Besteck essen, meistens.
Da kannst du nicht mit deinen Fettbatzen rein und dann wieder an deinem PC hier und so. Das wird nicht ganz hinhauen. Was man am Platz einfach im Steh essen kann, Pizza, Döner und so weiter. Und das wird bitte draußen gegessen, weil wer mit dem Döner eine Dreckspur durch die ganze Halle macht, nein. Lass einmal gefühlt 160 Mikrowellen 48 Stunden laufen. Wir rechnen immer ungefähr mit 400 bis 600 Watt pro Person. Ich hoffe, die haben dann eine Fackel knackt zum Essen. Das weiß ich nicht. Ob wir einen Sehen kriegen. Wenn wir natürlich einen Foodtruck in der Community haben, der sich hinstellen möchte. Ja, aber wie gesagt, ich möchte das halt gerne der Landauer Gastro machen. Wir haben so einen Baraka-Typ, heißt der macht so KFC, Fried Chicken Sachen, die haben super geil. Wenn die einen Stand haben, das war geil. Gickel mit Besteck ist das erlaubt, immer mit Finger. Das ist eigentlich nicht erlaubt, aber wir möchten den essen im Steh. Im Steh mit den Fingern. Mal 20 Essig, meiner eingestellt und Stromkrampfe. Deswegen genauestens festgelegt, ein Rechner plus Monitor oder ein Laptop. Sobald du mit was anderem kommst, Abflug. 400 ist für PC plus Monitor, ist glaube ich zwingend. Ich habe auch gesagt 400 bis 600. 160 Lüfterradl, da ist die froh zwecks Klima auch erledigt. Ja, aber die blasen auch bloß ungefähr 80 Grad heiße Luft aus. Ein Big Tower mit 4 Grafikkarten. Ja, wird schon keiner übertreiben. Ja, einfach ein humanes Setup mitnehmen, bitte. Ich mag keinen sehen mit dem Toaster, ich mag keinen sehen mit der Mikrowelle, ich mag keinen sehen mit dem Wasserkocher, ich mag keinen sehen mit der Kaffeemaschine. Ich mag keinen sehen mit dem aufblasbaren Whirlpool, ich mag einfach nichts sehen, nehmt einen scheiß PC mit, sitzt hier und spielt Computer. Also wie das immer aber schon war. Gibt es einen Verkauf von Getränke oder alles selber mitbringen? Mr. D4C, gute Frage. Ich werde versuchen, mich mit unserer örtlichen Brauerei, wenn die nicht mitmacht, mit irgendeiner anderen Brauerei im Umkreis, kurz zu schließen, dass ich die Bier, die ich da herkriege, dafür verkauft man mir seine Getränke. Alles außer alkoholisch, natürlich. Und da wird sich keiner am Tag 12 Stunden hinstellen und da umeinander kassieren, sondern da werden wir es so machen, dass man sich halt 2-3 Mal im Prinzip einen Kiosk aufmacht, dann stehe ich vorne mit dem Mikrofon, schreie, hey, Kiosk hat jetzt eine halbe Stunde auf, könnt ihr euch was zum Trinken holen, habe die Ehre. Dann kauft ihr euch halt 2-3 Flaschen Spezi oder 3-4 und fertig. Dann kann die Person wieder gehen und das machen wir 3 Mal am Tag, irgend sowas. Darf man dann einen Teekocher mitnehmen? Nein, sponsert bei Paulaner Spezi. Da war der Anfrage, das war natürlich, aber ich weiß nicht, ob der Paulaner Spezi interessiert, was 160 Leute deren, ich weiß nicht. Wird schon keiner übertreiben. Challenge accepted. Ja, wie gesagt, ich werd so gnadenlos rigoros sein. Wer irgendwie meint, übertreiben zu müssen, sie aufführen zu müssen, meint, der ist lustig, ist aber gar nicht, den lasse ich gnadenlos auswerfen. Hausrecht, kriegst du Geld zurück, Abflug. Und wenn's mir noch lange am Sack ist, kriegst du Geld nicht zurück. Aber bitte keine Pinkelpause ausrufen. Ja, das wird schwierig. Am Sonntag kannst du dann mit dem Dampfstrahler durch die Hallen rennen. Ganz genau. Das darf ich gerne vermeiden. Deswegen wird da drin nicht gegessen. Ich kann euch da drin das Trinken nicht verbieten. Ah, das ist schon klar. Ich hab ein bisschen so ein Problem damit, wenn da überall Flaschen umeinander stehen und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Da haut da eine was und so weiter. Das ist halt Kacke. Aber werden wir nicht anders regeln können. Und das alles ohne Bier. Oh nein. Kein Bier. Oh, ich muss zocken ohne Bier. Oh. Überdenkt. Sind wir ja erleben. Aber egal. Was haben wir sonst noch? Ich nehme mein Dakimakura mit. Dann bin ich nicht allein. Ich weiß nicht, was das ist. Ist es zu 100% sicher mit dem 2G-Zwang? Das ist 100% sicher, weil ich das festlege, ja. Also das ist mein Hausrecht, du kommst ungeimpft da nicht rein. Aus. Weil ich weiß genau, was passiert. Stell dir einfach nur vor, das war super geil. Wir hätten den Spaß unseres Lebens. Ich denke mir so, das machen wir jedes Jahr. Und dann steht am nächsten Tag in der Zeitung 200 Nerds beim PC-Spielen infiziert in Stadthalle. Dann kann ich mir diesen Shitstorm geben. Und was meinst du, was da los ist? Und wenn ja jeder geimpft ist, ist es mir einfach egal. Dann ist halt irgendjemand oder irgendjemand Pech gehabt. Ich kann es nicht ändern. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich gehe da ohnehin schon ein paar Risiken ein, die da ganz schwer finanziell ins Höschen gehen können. Und das war der Super-GAU. Wenn da drin irgendjemand krank wird und irgendwas feit, dann haben wir so gefickt, oder? Dann haben wir so gefickt.
Mir passt's ja auch nicht. Ich hab doch auch keinen Bock auf den Scheiß. Aber ich kann auch nichts dafür. Ich hab einen Corona-Sepp nicht gemacht. Der Picklery schreibt, ich war mal beim Arbeitskollegen auf Land, Russen, nach jeder Runde gab's eine Runde Wodka. Ja, das muss... mit getestet, das sicherer fahren. Meinst du, dass ich jeden Tag 160 Tests, Selbsttests einfahre? Er nicht. Ich darf gern spulen. Und nicht am Tag 160 Leute nachlaufen, ob sie einen Selbsttest jetzt richtig gemacht haben oder nicht richtig gemacht haben oder was. Nein. Nein. Einfach an die Regeln halten, fertig. Das ist so simpel, du bist geimpft, passt. Das ist das Schöne dran. Und das sage ich jetzt, ich bin nicht geimpft. Ich bin absolut gegen diesen Impfzwang. Aber das ist für mich ein persönlicher Grund, dass ich mich impfen lasse. Dass das stattfinden kann, ohne dass irgendjemand Nachdenker braucht. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, das ist doch mir scheißegal. Wenn dann da drin was feit, das ist doch mir scheißegal. Aber ich kann sagen, von den 162 Leuten, die da sind, haben 162 geimpft, gehen wir nicht auf den Sack. Das so gegenüber den Behörden und so. Selber schuld, wenn es mir den scheiß Impfstoff herwirft. Was kann ich dafür? Ich hab nicht gemacht. Ich hab's gesagt, ich soll geimpft sein, passt. Außerdem sind die meisten geimpft. Die sagen mir, wie viel gehen noch ab? 30%? Keine Ahnung. Trotzdem ist Testen sicherer. Sag's ja bloß. Ist mir schon klar, aber das ist mir dann wurscht. Der Test bringt nämlich folgendes Problem auch noch mit sich. Dann ist einer positiv am Samstagmittag. Und dann? Soll ich dann 160 Leute heimschicken, oder was? Dann wird abgebrochen, sobald einer positiv ist. Also nehmen wir den Teppich und den Test ganz schnell wieder da rein und reden wir nie wieder drüber, sondern es kommen nur Ungeimpfte eine aus. Das war ganz schlecht. Kann ich da mein Lenkrad mitbringen für den Landi? Nein! Ist dein Lenkrad eine Tastatur? Nein! Ist dein Lenkrad eine Maus? Nein! Ist dein Lenkrad ein Headset? Nein! Ist dein Lenkrad ein Monitor? Nein! Ist dein Lenkrad ein Rechner? Nein! Ist dein Lenkrad vielleicht ein Laptop? Nein! Ist dein Lenkrad vielleicht ein LAN-Kabel? Nein! So, passt. Alter, hör bloß auf, die Tagesmutter von meiner Tochter war positiv. Ganze Familie in Quarantäne. Genau davon rede ich. Dann gibt es eine LAN-Party, die 2 Wochen geht wegen Quarantäne. Wäre doch auch. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Ist ein MacBook ein Laptop? Kann ein MacBook überhaupt mit Windows-Rechner zusammenspielen? Findet der überhaupt im Netzwerk irgendwen? Das darf mich nicht wundern, wenn nicht. Muss wahrscheinlich einen extra LAN-Adapter kaufen. Darf mich nicht wundern. Übrigens haue ich an jedem Shooter-Spieler mit dem Gamepad, gehe ich höchstpersönlich mehrmals durch die Reihen, beobachte es und fotze euch eine. Das ist übrigens auch im Vertrag festgehalten. MacBook würde das Mausbrett. Also, da kommen wir wahrscheinlich nicht rundum. Wie gesagt, mir passt es auch nicht. Geimpft? Ja. Nicht geimpft? Nein. Aus. Die 9 LAN-Wochen von Corona. Ist ein Radler, Limonade oder ein Bier? Das ist mir scheißegal. Ist ein Alkohol drin oder nicht? Ist ein Milli-Promille Alkohol drin oder nicht? Ja. Also ist verboten. Aus. Kann ich auch meine Dunstabzugshaube mitbringen für 75.000 Euro? Alter, wer hat denn eine Dunstabzugshaube für 75.000 Euro? Controller geht klar für Landi, oder? Ja, natürlich. Das mit dem Lenkradl war jetzt übertrieben. Das braucht zu viel Platz. Ist kacke. Ja, steht wieder irgendwo Pedale am Boden umeinander, noch mehr Kabeln. Wir sollen immer unbedingt schauen, dass so wenig Kabel wie möglich in die Gänge ist. Je mehr Kabel, desto beschissener. Gamepad ist selbstverständlich in Ordnung. Maus, Tastatur, Gamepad, ein Monitor, ein Rechner, die Kabel dazu und ein Netzwerkkabel mindestens 10 Meter lang. Nicht mehr und nicht weniger. Aber Oettinger alkoholfreies Radler geht klar, oder? Ja, das kannst du saufen, das ist mir wurscht. Wenn du das nicht ohne Bier aushältst. Da ist sie mit Lenkrad, wäre ein Versuch wert. Ja. Der Bürger stellt die Regeln auf und gut ist, wem es nicht passt, die hat die Maurer das Loch gelassen, so sehe ich das. Ja, ich muss halt da jetzt auch mal ein wenig, ich meine, jetzt wird es halt serious. Ja, das wird von ein bisschen Schmerz. Ja, ich weiß genau, dass da ungefähr 1000 Leute daheim gesessen sind. Ja, die scheiß Land wird sowieso nichts. Jetzt ist es soweit. Sehr sicher wird die sogar was. Ich bin sehr zuversichtlich. Es kann nicht mehr viel dazwischen kommen. Ich wüsste halt langsam nicht mehr was. Außer, dass ihr keinen Bock nicht drauf hättet, dass man eben nicht am Boden da schlafen kann, sondern ins Auto muss oder in ein Hotel oder halt im Sitzen auf der Tastatur. Ansonsten keine Ahnung.
ist das Ding so sicher wie, ist heute besprochen. Ist heute besprochen, Termin ausgemacht worden, ich muss bloß noch ein paar Dinge ausfüllen, ein paar Sachen abklären und dann schicke ich das da hier und reserviere den Termin. Da wird gerade Spätzle gesoffen, wenn dann Bier gesoffen wird, was meinst du, was dann in der Halle feiert? Genau darum geht's ja. Ich hab da keinen Bock auf irgendwelche Besucher und Volldeppen. Ganz einfach. Die nach 2 halben dann anfangen, meinen super lustig zu sein. Wirst die Regeln dann ja auch aushängen bzw. beim Ticketkauf schon angeben und wenn einer dagegen verstößt, muss keiner meckern, wenn er fliegt oder nicht reinkommt. Der Nikinator, das fasst wunderschön zusammen, genau. Ich möchte es halt nur, ich meine es ja nicht besser. Ich möchte es bloß so oft ich kann, immer und immer wieder sagen, bis auch der Letzte versteht. Dass ich sagen kann, Alter, ich hab's ungefähr 400 Mal im Stream gesagt. Es steht im Ticket, es steht beim Kauf, es steht da. Du hast es bestätigt, du hast es per E-Mail gekriegt, du hast das, wenn du nicht gesehen hast, dann bist du ein Behinderter. Dann kann ich dir nicht helfen. Dann ist das so. Der Klagmaster schreibt, also ich hab keinen Bock auf 2G, aber kann deinen Standpunkt voll verstehen. Ich hab auch keinen Bock auf 2G. Wer hat irgendwer Bock auf 2G? Wahrscheinlich eher nicht. Wir nehmen alle unseren Abstand mit, dann passt es auch mit der LAN. Dann die LAN ist heilig. Was? Wir nehmen alle unseren Anstand mit. Ja, Steve Water, da gehe ich mir schwer davon aus. Ja, normalerweise haben wir ja nie Probleme, eigentlich aus unerklärlichen Gründen. Sehr humane Community. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass da irgendwelche Kojoten dann. Kojoten? Was hab ich jetzt gesagt? Kojoten. Achtung! Der 4000 km/h Kojote. Chaoten meine ich natürlich. Ja. Der MRC fasst es auch schön zusammen. Und da gibt es einen Grund, warum ich das so oft sage. Frag mich, was sich manche hier vorstellen. Wenn du in irgendeine Random-Veranstaltung gehst und dich nicht an die Regeln dort hältst, fliegst du auch raus. Da gibt es dann auch kein Geld zurück. Ich sag's bloß nur oft genug, weil ich weiß, was ich nach außen vielleicht für ein Image habe oder einen Eindruck erwecke vom Oberchaoten, Dödelsepp, Blödmann, irgendwas, da gehen wir alle rein, führen wir uns 2 Tage lang auf, wird super. Nein. Das ist ernsthafter Scheiß, da kann richtig was kaputt gehen. Im dümmsten Fall fackelt die Bude ab und ich kann mir aus dem Leben deinstallieren gehen. Da führen wir uns anständig auf und fertig. Wenn ich weiß, wer sich anständig aufführen geht, der fliegt aus. Ende des Gesprächs. Wie wär's mit einem kleinen, beheizten Bierzelt, wo man schlafen kann? Weiß ich nicht, wo wir das aufstellen sollten. Für 160 Leute. Da brauchen wir ein Feldbett von der Bundeswehr. Feldzeit von der Bundeswehr, wo soll man das hin? Wenn das Ding gut über die Bühne geht, dann hast du bestimmt fürs nächste Mal Sponsoren am Start. Die hätten wir auch jetzt schon, glaube ich, wenn wir mal nachfragen und so. Aber jetzt mehr die erste Mal used to it werden, also mit Druck wohnen, also das erste Mal machen, mal ausprobieren, dann lernen wir wahrscheinlich ziemlich schnell, was wir beim nächsten Mal besser machen, bin ich mir sicher. Und dann können wir mal anfangen damit, ja. Alt bist schon, F4 müssen wir noch suchen, noch kannst du das sein. Hast du überhaupt eine Alt- und eine F4-Taste auf dem MacBook? Oder musst du die auch extra kaufen? Der mit 5G am Handy ist der Wahnsinn. Was? Händelmeier, ebenfalls Sponsor. Der hilft mir nicht weiter. Ich hätte dann. Es hat sich schon ein ziemlich riesengroßer Sponsor, also so ein richtiger Megakonzern-Sponsor gemeldet. Aber mit Sachen, die uns wahrscheinlich nicht recht viel weiterhelfen. Ja, geil, gut gemeint und geil gemeint und war natürlich auch geil gewesen, aber das wird nichts bringen. Ich mag mich darauf nicht verlassen, dass gewisse Netzwerkmasten und so weiter dann auch wirklich funktionieren, wenn es sollen und so. Naja. Mal schauen, was halt geil war ist, ich bin mir sicher, wenn man Nvidia, AMD, Logitech, Razer, Corsair, Rocket und so weiter einfach mal anschreibt, hey, wir machen wir das, habt ihr vielleicht irgendwelche Sachgegenstände, die man einmal kennen, ich hau in meinen Stream und in meine Ankündigungen eine Logos ein und dann machen wir Turniere, dann gibt's das zum Gewinnen. War super geil. Wer hat sich denn gemeldet? Nivea, ja. Da kann man auch mal anfragen. Stetzen Sie mir 162 Dosen zur Verfügung. Steffi schreibt, ich schleiche mir jetzt ins Bett, gut Nachbarn und lasst euch nicht vom T-Rex beißen und will immer Triple F für die Mods. Jetzt wird es dann eine Zeit, jetzt ist Schluss 5 vor 11. Gibt es ja RTX 3090 zu gewinnen, habe ich gehört. Du tu dich mal nicht ab, das kostet ja Nvidia nichts. Das kostet ja Nvidia nichts.
Würde ich mal nicht oben, das ist realistischer, wie es ja hört. Monitorgröße, ja gut, jetzt wenn ich sage, es ist wurscht, dann kommt es mit einem 68 Zoll Fernsehen. Ich sage mal, das Maximum ist 27 Zoll. Mehr braucht es einfach nicht. Wann ist das? Von 10. bis 12. Juni. Ich gebe euch schon einen Bescheid. Als erstes im Discord, im Channel. Das sind die ersten, die es mitkriegen werden. Hätte gute Kontakte zu Raijintech, wenn es wäre. Das kenne ich nicht mal. Nvidia nicht, aber der Boardpartner wie Gigabyte oder MSI. Ja, auch so. Alle diese typischen Marken, die du überall in Streams und Veranstaltungen siehst. Die müssen ja nicht dafür 20.000 Euro Scheiß herschicken, sondern da hast du dann mal eine Maus. Muss ja nicht die krasseste sein. Kriegst du da ja 30, 40 Euro Maus, keine Ahnung. Irgend sowas. Sachwerte können die Firmen als Werbekosten abschreiben. Ja, genau so ist es. Und Elektrogeräte, da haben die spannend drauf, dass du mit die Arbeit schlackerst. Wenn du für so eine Razer-Tastatur 130 Euro zahlst, dann kostet das Razer keine Zähne. Back 32 auch noch akzeptabel, sonst müsst ihr extra noch einen Monitor kaufen. 32 ist wahrscheinlich ein bisschen, ja, 32er geht auch noch. Wie gesagt, wir haben in der Breite hat jeder 1,10 Meter Platz. In der Tiefe 70 cm. Da du nur einen Monitor hast, ist auch ein 32er in Ordnung. So, jetzt bin ich dahin, sonst kaufe ich mir echt nur einen PC und fange an zu zocken. Herr Umberto, das ist ganz, um Gottes Willen, ganz furchtbar wichtig. Du wirst, wenn du dir jetzt da extra einen PC dafür kaufst, du wirst da keinen Spaß haben. Du hast weder noch am PC was gespielt, noch irgendwie irgendwas. Du sitzt da nur umeinander und hast keinen Spaß. Trust me, jetzt das nicht, bloß damit es mich sagt oder sonst irgendeinen Scheiß. Vacu ist von Raijintech. Ich habe selbst die Orcus und die... Achso, Vacu kenne ich natürlich. Vacu sagt mir schon was. Aber Raijintech, ich weiß nicht mehr, ob man es überhaupt so ausspricht. Oder Raijintech, keine Ahnung, kenne ich nicht. Gut, dann kann ich nicht kommen, meiner ist 42 Zoll. Schade, nein, irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist Schluss. Eigentlich müsste die bei 27 Zoll ein Dings zudrehen, weil irgendwann kommt jemand mit seinem scheiß Fernseher, der 800.000 Watt braucht in der Sekunde. Nein, hab schon gesagt, gerade seit 10 Jahren nicht mehr. Ob du halt dann so viel Spaß hast, ich weiß es auch nicht. Nee. Auf alle Fälle ist das heute eine unfassbar gute Nachricht gewesen. Und jetzt schleicht man uns davon. Das hat mir halt made my day. Ohne Scheiß. Ich hab gemeint, irgendwo kommt schon irgendein Scheißdreck daher, dass wieder irgendwie irgendwas ist. Aber hat passt. Und jetzt schleicht man uns. Leute, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Werden wir immer wieder mal weiter diskutieren. Jeden Stream demnächst, wahrscheinlich bis Juni. Ja. Dann da die sagen, irgend so ein Kack kommt schon noch, dass es nicht hier hat. Glaube ich nicht. Ich hab alles. Wir haben alles beieinander. Passt. Die größten Bedenken haben beseitigt bis jetzt. Und ich weiß nicht, was noch kommt. Es ist alles drin, was wir brauchen. Solange die Leute nicht irgendwie angefuckt sind wegen irgendwas oder sonst irgendwas, das kannst du halt nicht. Das kannst du halt nicht vorhersagen, wahrscheinlich, diese Dinge, die passieren werden. Wir werden sehen. Ich schaue, dass ich ein neues Ding und das vielleicht auch ein bisschen lustig aufziehe und so. Schauen wir mal. Und jetzt schleicht es weg. Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich weiß, Jurassic World Evolution ist ein bisschen langsames Spiel und ein bisschen gemütlicher, ein bisschen Aufbau hier und da. Und wir haben sauber zu viel über die LAN geredet, aber das hat halt einfach sein müssen. Das ist auch was Besonderes für mich. Endlich mal was Neues und das ist aufregend und was weiß ich. Vielen lieben Dank, wenn es euch taugt hat und ihr habt es zufällig noch da. Ich sehe gar nicht, wie viele Leute das da sind, ist jetzt aber auch total wurscht. Like auf YouTube nicht vergessen. Follow, Abo, Glocken, bla, den ganzen Dreck. Danke für die ganzen Donations, danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften, da waren auch einige dabei, danke für die ganzen alten Mitgliedschaften. Doppel, Kuppel noch schnell rausgehauen, um Melvi. Du hast sozialer Pennerbürger und jetzt schleicht euch, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag mit wahrscheinlich einem Setup-Review und am Mittwoch gibt es Blade-Schmerz, der letzte Stream vor Weihnachten, dann bin ich 2 Wochen abwesend. Mini-Urlaub, aber halt zu Hause, nee, aber fernab von YouTube und so weiter. Da machen wir noch Blade-Schmerz, Weihnachtsfeier, da werden wir uns wahrscheinlich auch nur über die LAN unterhalten. Und dann sehen wir es schon. Hauen Sie sich rein. Bis Montag. Schönes Wochenende. Wo ist die Tröte wieder? Da rasiert mit Bürgerin wieder. Die schläft wahrscheinlich schon. Egal. Gute Nacht miteinander. Guter Tag war heute. Harvey! Ich weiß, was ich noch vergessen habe. Wollte ich heute eigentlich sagen. Habe ich vergessen. Werbung in eigener Sache. Wer noch irgendwie das letzte Mal für dieses Jahr höchstwahrscheinlich. Wer noch irgendwie ein Weihnachtsgeschenk braucht aus meinem Shop,
dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil sonst kommt es vor Weihnachten nicht mehr. Hätte ich vielleicht sagen sollen, wenn wir anfangen, aber nicht ganz am Schluss, wo jeder gerade ausgeschaltet hat. Bürger! Marketing! Dann, jetzt schleicht euch. Habe ich. Triple F für die Mods nicht vergessen. Habe ich die Ehre.